Struktur hai die präsentieren, dat geht abgeholt mit den PowerPointen und das sitzt mal ich auf der Wasser.lu respektive bei YouTube link, da kann ich drehen, den nicht hai war oder wenn einer Leute von ihr oder dir selber sind ein Welt gucken, könnt ihr das ein YouTube dann nur gucken. Du gehen noch kein Frohen dran gesagt. Das ist das so zugeschnitten, dass das effektiv schon Präsentationen sind. Der letzte Punkt, dass wir machen, die kleine Poll, ein Umfrage, wie dir gefallen hat. Und du wirst mal froh, es sind 8, 9 Frohen, also du kannst dich spenden 6 Minuten. Du wirst froh, wenn da als die just Kind beantworten, weil auch ein Teil ist, wenn da noch andere Themen hat, die dich interessieren, wo da will Präsentation, ein Webinar oder so ist irgendeine Möglichkeit für informiert zu gehen. Wir sind immer froh, wenn wir von den Schmattgedeelt kriegen, was dich auch interessiert, dass man darüber reagieren kann. Voilà, das wäre es von mir. Ich denke, merci für kommen. Wir gehen da vier und direkt und das echt und der nächste Punkt, Mode bienvenue, dafür wird nicht Madame Lambert. Hi Hina, viel Spaß. Vielmals merci, Katrin. Ich wollte dich auch von meiner Seite aus herzlich willkommen heißen. Alle Guten, die so zahlreich kommen sind, für Gemeindesindikator, aber auch ganz speziell den Intervenanten, die als Workshop auch mit ihren Präsentationen werden bereichern. Das sind einerseits Vertreter von RMS, Post, Sigfox, GWF Luxmetering, Sana Lorawan, Clarion Lorawan, an Apple Sensus sowie den Sigi. Da wollte ich auch ganz herzlich schon am 4. März so dem CGDIS für sein Input und aber auch als eigenen Madarbestrinnen am Ministerium und der Verwaltung für die Organisation vom Workshop und auch den Input, den sie werden leisten. Wir werden als allererst mal Punkte vom neuen Wassergesetz, die an erster Linie mal neu ausstehen, belichten, notamment die Quotenermittlung, die 2024 als erste Menü steht, was eine Neuigkeit ist eigentlich vom Gesetz hier. Dann auch eine Kombination mit den Moos-Möglichkeiten mit einem Fokus auf Smart Metering. Dann haben wir gemerkt, dass ganz Lastwasserproblematik sowohl die Herausforderungen, was Lastwasser mit sich bringt, aber auch die Forderungen von offizieller Seite, dass das der größte Sujet ist. Und da werden wir dann noch Input vom CGDIS dazu kriegen. Dann als von den ganz wichtigen Aspekten im Moment, das sind die ganz Wasserspurmaßnahmen, für auch noch langfristig genug Trinkwasser zu holen. Da wird Katrin Krack als Input dazu liefern. Und dann ein Thema, wo von der Zeitschiene hier nicht so dringend ist, wie zum Beispiel Tweetbestimmung, wo aber ganz viele Gemengen wirklich unter dem Null brennt, wo man ganz viel frohe kriegt von ihr, das die Mise à Disposition von Dreckwasser, das heißt die Bornen, sowohl an den Gebäuden wie auch am öffentlichen Raum. Und da haben wir probiert, erst eine Kompilation zu machen, für eben Hilfestellung zu liefern, und das wird Manuela Barboni machen. Voilà. Ich wollte gut nicht weiter lang mich hier in der Intro abhalten und dann direkt an den Weg vom Sujet rangehen. Voilà. Wollte ich auf verschiedene Aspekte vom Trinkwassergesetz kurz zu schwarze kommen. Das erste ist auch ein Aspekt, der von der Trinkwasserdirektive, wo sie ganz viel Wert drauf gelöst wurden, das war eine verstärkte Information vom Publikum. Das heißt, dass der Klient, seinen Versorger, mehr Informationen und Hand kriegt, die auch ganz einfach accessibel für den Klient sind. Das heißt, der Klient muss, das ist am Artikel 17 vom Gesetz festgehalten, was der Klient muss mitgeteilt kriegen, auch mehr detaillierte Informationen, zum Beispiel was Wasserbepreisung anbelangt,
aber auch Informationen, wie sind Konsumation als das heißt, als seine Konsumation für seinen Haushalt ist ein unterdurchschnittlich, ein durchschnittlich oder ein überdurchschnittlich, für das der Klient auch weiß, wo befinde ich mich, verbrauche ich vielleicht zu viel, ein Spurpotenzial. Dann sind noch Aufforderungen von der Kommunikation, von den Informationen auf den Internetseiten von der Gemeinde. Ein Aspekt, den noch vielleicht ein bisschen darüber rausgeht, dass den Échange zwischen dem Fournisseur und der Verwaltung, notamment auch wenn zum Beispiel Probleme wären an der ein Qualitätsproblem am Trinkwasser, dort der Fournisseur natürlich auch eine Obligation für dann Kontakt mit der Verwaltung abzuholen, für zu gucken, was dann an dem spezifischen Fall zu machen ist. Voilà, heißt einfach ganz graf durchgestaltet, wie eng Zuchten Informationen dem Publikum, da sollen eben einfach zugänglich gemacht gehen. Das sind einerseits, wie der Klient kann selber Wasser spuren, wie das Wasser geliefert wird, aus einer Gemeng, aus das Wasser trätiert, aus das umträtiert, als du zum Beispiel eine Desinfektion geschieht. Von wem kommt das Wasser? Kommt das Wasser direkt aus eigenen Ressourcen von der Gemeinde? Kommt es von einem Syndikat? Dann aber auch das Resultat von den rezentesten Analysen, eben am besten Fall auch einfach erklärt. Da haben Klienten ja oft immer dieselben Fragen zur Qualität oder zur Zusammensetzung von Wasser. Zum Beispiel auch was die Mineralisation vom Wasser anbelangt, wo ganz viele Gemeinden ein großes Budget aus vom Klient. Das heißt, da können wir als Verwaltung auch wenn die das wünscht, mit Hilfestellung zur Seite stehen, wie das kann dem Klient einfach erklären, wie das kann eben abreden, für das Klient du einerseits auch die richtigen Informationen haben, auch nicht mengen, dass man Wasser viel Mineralien enthält, dass das schlecht ist für die Gesundheit zum Beispiel, auf welchen Fall überhaupt eine Enthärtung sinnvoll und nötig ist, sondern auf welchen Fall nicht zum Beispiel. Voilà. Wir haben noch eine neue Karte gemacht, die Karte die ist auch bei unserem Site accessibel, wo man probiert haben, eben die Härten vom Wasser an den einzelnen Gemengen grafisch durchzustellen. Das ist eine Gemenge, wo mehr Zonen haben, nur an dieser Phase nicht immer so einfach gewirrscht, dass man eben den Gieß von den Gemengen nach nicht mit den Wasserzonen gelingt. Das ist etwas, was man am Kader von den Rencontres, die als Leute mit dir schon auch für den Plan d'échantillonnage aufzustellen, und auch Auditen, die am Kader vom LuxVSP gemacht gehen, wo man probieren nur mal den Job zu schaffen, dass eben auch Herr Noam Geopartei wirklich Leute können ja Adresse angehen und dann eben gesehen, da wäre eine Versorgungszone von der Gemeinde zu sehen und das eben auch die rezenteste Analyse und eben auch zum Beispiel Herd, wo genau der Versorgungszone, wo den Adresspunkt sich eben befindet, dem Klient kann affichiert gehen. Voilà, mir durch den Link dran gestanden an Präsentation, wo die Karte steht, wo man dann eben auch verschiedene Härtebereiche erdeelt hun. Vielleicht als ganz kurze Erklärung, die Gemengen, wo zu Schwankungen von der Herd kann kommen, zum Beispiel dazu, dass wenn am Sommer mehr Wasser vom Syndikat geholt wird, dass es dort Wasserhärte ändert, wo man einen kleinen Asterisk kann autonom von der Gemeinde gemacht werden. Ja, dann den Drpsi Drpsi-Verleihung, wo 19 neue Gemengen ausgezeichnet gehen. Den Drpsi beruht ja auf dem Programm LuxVSP, das heißt Water Safety Plan für Lützeburg. Und den Water Safety Plan ist eigentlich den Mammen-UT, den am Gangen ist, eine ganz Reihe Kammer zu kriegen. Sind die drei, die imminent an der Umsetzung sind, da das einerseits der LuxRap,
das steht für risikobasierte Probenahme. Das heißt, dass Beprobung für Proben an de Labor zu schicken, auf Basis von der Risikoanalyse, die am Lux WSP eben gemacht gehen hast, sollen durchgeführt gehen. Das heißt, von höherem Risiko aus natürlich mehr eine eng Beprobung, wenn man höheres Risiko aus, kann die Beprobung natürlich mehr als passiert sein. Lux NC steht für Nonkonformität. Das heißt, an den Fällen, wo es auch kann, zu einer Überschreitung von einem oder anderen Parameter kommen, erlaubt den UTI dem Versuch, aber auch als Verwaltung, für eben die Nonkonformitäten systematisch zu erfassen, für auch eben Ursachenforschung zu dokumentieren, aber für auch als eben Darstellung nur für das Reporting, den die ICU muss machen, im Moment all 3 Jahre, Herr nur all Jahres, die mir aber auch die Obligation vis-à-vis von der Europäischen Kommission zu machen, für das mich schnell, mich einfach und mich systematisch durchzuführen. Den dritten UTI aus der Lux RPT, für Reporting steht den, das ist ein UTI, den Lohnstoff für unsere Verwaltung intern ist, den als Wert erleichtern, eben der Reporting mehr effizient in Zukunft aufzustellen. Ja, der LuxRap für die Probenahme haben wir festgestellt, dass da eine ganze Reihe Basisarbeiten zu leisten sind, immer die können, ob ihr Schloss losen, zwar um der Basis von den Daten, wo wir festgestellt haben, dass im Niveau von den Zonen, der Versorgungszonen, an den Plan d'Echantillonnage von den einzelnen Zonen noch nicht immer alles so ganz klar war. Und das ist aber extrem wichtig, dass eben die Daten von den Punkten, Echantillonnagepunkten an den einzelnen Zonen, an der Definition von der Periodizität, von der Beprobung als Basis immens wichtig sind. Und da sind als Modellarbeiterinnen im Moment am Gangen, über separat Rendezvous mit dir bei ihr zu kommen, für dass man dir zusammen durchzugucken und da eben die Basisdaten richtig aufzustellen. Die Rendezvous sind normalerweise sur place, es kann aber vorkommen, dass sie auch über Skype sind. Dann haben wir hier auch die Linken dargestellt für die Erstellung von den Plan d'Echantionnagen, aber auch die Fiche, wie zum Beispiel am Fall, wenn die nicht Klient bei uns im Labor sieht, aber wenn die Klient sieht bei einem externen Labor, wie die Labor seine Daten kann eben rausschicken bei uns, für dass sie direkt an die Datenbase können integrieren. Da kommen wir dann bei der Lux WSP, der erfolgreichen Durchführung vom Lux WSP, die wird ja belohnt auch mit Zertifikat d'Excellence, die am Gesetz festgehalten ist, umgangssprachlich Stripsi genannt, wo man 17 neue Gemengen können heute auszeichnen, damit an am Ganzen dann auf 60 Fournisseuren kommen. Das heißt, wir sind nur bei weit übertauschen, aber von den Fournisseuren, die dann abhautomatisch werden einen Dripsi 100 Freda ist natürlich. Du meinst Loki große Spoiler-Alert, wen die Gemengen sind, die den Dripsi werden nach Krähen, wollte just kurz darüber gehen, dass das Programm der Lux WSP, die liefert natürlich Basisinformationen auf die euch, ob ein Fournisseur eligibel ist oder theoretisch eligibel ist, für ein Zertifikat d'Excellence zu kreieren. Die rein theoretisch Eligibilität, die muss immer noch über den Audit von unseren Modellarbeiterinnen konfirmiert gehen, wo sie auf Platz kommen bei ihr, wo sie verifizieren, ob die Informationen, die an das Programm gefordert sind, ob die auch der Wirklichkeit entsprechen, ob die Abschätzung, die vom Fournisseur zu verschiedenen Punkten gemacht ist, auch effektiv eine Abschätzung ist, die den Kriterien von der Risikoanalyse entspricht oder ob vielleicht zu streng, zu manch streng ausgefüllt ist. Das ist ganz wichtig, dass du eben den Audit, den Label konfirmiert.
oder gegebenenfalls ajustiert. Das Zertifikat d'Excellence, den aus 6 Jahren gut laut Gesetz, der Tisch muss alle 6 Jahre eben erneuert gehen. Wir haben noch geplant, für neue Kreno, für Auditen abzumachen, von August 24 bis Februar 25, wo dir dann auch an dir noch nicht an den Genuss von einem Audit kommen seht, vom Lux WSP, wo ihr da könnt bei uns melden, da kriegt ihr ein Datum, für eben ein Audit zu machen und noch nächstes Jahr da können bei den glücklichen Laureaten hoffentlich dabei zu sein. Wir planen dann für am 1. Semester 25 eine Remise zu machen vom Zertifikat d'Excellence. Was Laureaten fürs Jahr anbelangt, so sind wir insgesamt bei 60 Fournisseuren, von denen der 7 werden Platin haben, 35 Gold, 17 Silber und 1 Bronze. Wichtig ist heute so auch ein Bronze-Zertifikat als eine gute Auszeichnung. Wir haben ja ganz bewusst eben die Kategorien angefordert, für auch die Motivation zu erhalten. Wir sind uns bewusst, dass verschiedene Fournisseuren mehr kompliziert Infrastrukturen wie andere, dass zum Beispiel, wenn ein just Verdeler aus von Wasser von einem Syndikat, just eben Halter wird an der Reso, relativ einfach für einen hohen Degré von Dripsi zu kreieren. Wenn ihn aber Ressourcen hat, viel Quellen hat, viel Bauwerke hat, das natürlich viel mehr schwer. Dafür haben wir eben auch die einzelnen Kategorien angefordert und da da ist auch bei Bronzen-Dripsi gut. Ganz kurz zum Artikel 11, das sind Materialien am Kontakt mit Trinkwasser. Da muss ich ganz kurz Informationen dazu geben, dass da Fortgang ist. Das ist ja so, dass eben auf europäischem Niveau Positivlisten ausgeschafft gehen, sowohl für die Ausgangsprodukte, also die Ausgangsmaterialien, mit denen Produkte hergestellt gehen, wie auch Produkte selber. Das heißt, da werden Listen publiziert gehen von der EU, wo die Produkte, die nach Werten zukünftig erlaubt sind, am Trinkwasser werden draufstehen. Das Ganze läuft über Akt Delegé, die sind im Moment, weil Anfang des Jahres approviert gehen auf EU-Niveau. Wir sind aber noch en attente, dass eben die Akten offiziell publiziert gehen am Journal offiziell von der Kommission. Das heißt, mise en œuvre ist am Gange. Wir haben die Positivlisten im Moment noch nicht, aber es geht viel. Ich wollte jetzt noch ganz kurz ein paar Linken affichieren. Das sind verschiedene Sachen, die auf unserem Internet wasser.lu stehen. Was notamment löscht von den Parametern von den Substanzen, die minimal verschiedene Fournisseurs zu analysieren sind. Die geht einmal am Jahr von uns überschafft, die löscht. Die könnt ihr dann auf unserem Internet aufladen. Dann aus dem Modell für den Import von den Analyseresultaten von externen Labor, wenn der Klient beim externen Labor sieht, da soll der Labor eben den Fichier ausfüllen, wo dann Daten direkt in unserer Database angefüttert gehen. Dann haben wir einen FAQ-Bereich, wo wir probiert haben, die häufigst gestalteten Fragen zu traitieren, auch einfach Erklärungen zu sichern, die auch dann vom Klient, vom Publikum draußen bestenfalls verstanden gehen. Das ist ein Lehrbuchdokument. Wenn dir zum Beispiel vom Klient Fragen gestellt kriegt, die nicht traitiert gehen an den FAQ, dann geht das mit. Wir probieren dann auch die Fragen mit abzuholen, einfach verständlich Antworten auch bei diesem Site daneben auszuschaffen und zu publizieren. Also du kannst logisch als rundreden an als eben die Fragen mitteilen.
Ich will doch noch kurz drüber gehen. Wir haben probiert, eben heute Morgen an dem Workshop die Themen, wo uns bewusst waren, dass dir ich viel Frohe stellt oder dass Klienten der besten sich viel Frohe stellen, für die mal heute prioritär zu trätieren. Wenn es noch andere Sujet gehen, wo entweder dir für die Umsetzung bei euch intern oder wo dir viel Frohe kriegt von ihren Klienten der besten, da ist das mit, da können wir gegebenenfalls noch einen separaten Workshop oder Webinar zu den Themen organisieren, wo wir da probieren, eben darauf anzufangen. Dann haben wir auch ein Internetseite aufgestellt, teamwasser.lu hier stehen, den noch speziell für den Jugendbereich, Primärschule bis Lycée, wo wir probieren, eben verschiedene Sujets ganz gerecht abzubereden, eben auch erstens den Interesse bei den Jungen zu wecken für Sujets, und ihnen dann aber auch leicht verständlich verschiedene Sachen erklären. Dann sind wir am Hirsch, letztes Jahr haben wir angefangen mit einer Wanderausstellung. Das ist eine Ausstellung speziell zum Trinkwasser, aber mit Fokus auf den Wasserverbrauch und Wasserspuren, wo wir zwischen all Vakanz jeweils durch die Lyceen ziehen. Das heißt, nur als Schulvakanz als Wanderausstellung an einem anderen Lycée. Im Moment ist am Lycée Lalling zu sehen. Wo man da eben eine Kollaboration mit den Lyceen probieren, eben für die jungen Lyceeschüler eben für Thema zu sensibilisieren und auch hin die nötigen Informationen mitzugeben. Dann den DRIPSI-Zertifikat d'Excellence, die werden noch auf der Karte im Geoportal zu gesehen, die könnt ihr auch da absehen. Merci. Just zum Dokument Deadline, das war also ein Webinar vom Oktober, war rauskommt, dass gerne oder verschiedene von euch gerne eine Liste hatten mit denen Datum, wenn ich muss mein Tableau de Fouille schicken, wenn ich muss den Plan d'Echantillonnage absetzen, weil es immer mehr geht, dann immer mehr Datumen an Deadline kommen. Das heißt, dass immer am Gang so ein Dokument abzusetzen, einfach so ein Timesheet, wo da sieht, wie steht, war dünn. Genau. Voilà, vielmals besser für die Aufmerksamkeit für den Deal. Wenn ihr direkt nach Fragen zu dem dritten Deal, zu den legislativen Aufforderungen habt, könnt ihr den direkt stellen. Ja? Kann vielleicht in der Mikro. Bitte Wandermikro. Muss der hart schwatzen. Merci. Ein kleines kurzes Argument, die auch einmal gesetzlich sind. Sind ja schon rausgegangen, vorsehen oder wann ihr Luther zum Beispiel die Ausschreibung nach Verstanden abgehen, oder den Argument oder sind das auch die Überlisten? Also das hier sind im Moment an der Unterschrift für d'Agrément oder neuer Legislation. Ja. Aber was das kein Froh mehr sind, dann ging ich wird weitergehen Katrin für den organisatorischen Ideen, ich soll nicht für uns lassen. Merci Brigitte, wir gehen dann nur direkt zum Hauptthema vom Morgen kommen, dem Smart Metering. Du gingen mal mit RMS und dem Herr Posing aufhängen. Genau, in der Merci. Herr Posing aus den Echten, wir gehen da los da durch an die verschiedenen Präsentationen, die gemacht ich für Drosot und ich lief halt der froh bis nur der Präsentation und da könnt ihr das darstellen. Und nur dem ganzen Wolle Smart Metering als ein kleinen Pause für 15 Minuten, ihr denkt das Kaffee bis Wasser noch, du könnt dann gerne vorstellen.
Okay. Guten Morgen. So, merci, dass ich dabei bin, für als Solution zu präsentieren. Ein paar Worte zu mir und zu meiner Firma. Mein Name ist Carlo Posing. Die Firma RMS habe ich 1991 gegründet. Die Mission war für an der Identifikation. Das heißt, wir haben angefangen mit Barcode, mit Caisse-Enregistreusen. Und so hat das sich führend entwickelt mit Smart Etiketten. Und 2015 haben wir den famosen Sigfox-Reso zusammen mit der Post hier im Land abgerichtet. Und das ist am Anfang für Sensorkommunikation. Das ist, was hier drin ein Barcode war, was da noch ein Smart Label ging, als dann evaluiert zu einem Smart Label, den ich kann am Anfang unendlich weit lesen, was am Anfang nur ein Produkt vom Wasserkonto ist. Voilà, dat soll ich sagen, die kennen doch alle gut, die brauche ich nicht zu sagen, da das eben die Wasserfritten und wenn da irgendein Problem hat, wie viel das ist, dass die auch eine wichtige Information ist, wenn ihr wollt investieren, muss ihr wissen, wie die Finanzen stehen. Das ist ein Wasserzähler im Moment, das ist ein Kampfdruckzähler, das ist ein Ultrasound-Messgerät. Wir haben aber Aufrufe von anderen Kontesfabrikanten, sodass wir in Zukunft mehr Sorten Konten in unserer Gamme haben. Voilà. Den Vierdeler von dem Ultrasound ist ganz exakt, das präzise. Sie kennen Deler mit dran, die brennen oder so. Das heißt, das ist auch an der Lebenszeit oder die Lebenserwartung ist ganz hoch. Was kann ein Konto? Das heißt, wir können einen täglichen Verbrauch feststellen und fortchecken. Wir können Quitten detektieren, wir haben einen Service à distance, wir haben eine Fakturation und wir können dem Klient auch Informationen zu seiner Konsumation mitgeben. Das sind die verschiedenen Sorten Konten, die wir im Moment tun. Das ist der normale Ultrasound-Meter, den ihr alle gut seht. Dann haben wir ein Konto mit einem Code für Wegenthäuser oder für Plätze, wo der Welt zumachen oder den DB limitieren. Dann haben wir Konten für schwere Situationen, wo wir können eine Relaisbox machen. Und dann haben wir Konten am Standard bis 150 mm. Die verschiedenen Alarmen, die kommen aus der Intelligenz artificiell, die am Konto verbaut ist. Das heißt, dass der Konto, den die Sachen probiert herauszufinden und dann zu kommunizieren. Das ist ein Frot, wenn ihnen demontiert, wenn ihnen falsch abbaut. Dann haben wir ein Kleinfrit, das ist am Vogel Grund, den drückst oder so, wo wir ab 2 Liter oder besser gesagt ab 1 Liter Stunde Verbrauch können feststellen. Dann haben wir eine Ruptur de Tuyau, die von einer großen DB hat. Wir können Temperatur feststellen und eine Warnung geben, ihren freiert. Und auch wenn wir das Maximum vom Wasser in der durchgeht. Hier seht ihr in so gesagt Konto aus. Ich habe einen Error, einen Leak, einen Temper, einen 3, Reverse und noch über das Radio. Das heißt, mit das Kind in das und den Keller gucken geht. Wenn das nicht gesagt kriegt, die Monster Leute nicht gucken. Voilà, dann evaluieren wir zu einem Ökosystem am Wasser. Das heißt, wir haben eine Wassertankstelle gemäht, die können wir auch hier sehen. Das ist der nächste Prototyp. Dann haben wir einen Standtrauer gemäht, einen Standtrauer für Container in der Gemeinde, und einen Standtrauer für Leitungen zu spulen. So verschiedene Sorten, wie sie genau zeitig aus. Und dann haben wir auch einen Hydrant, wo der Gesitz von einem Hydrant gezahlt. Also System, das also nicht nur ein Wasserkonto und ein Wasserhardware, mit das auch der Reso. Der Reso kontrollieren wir selber, das heißt, wir kennen den Reso und wir können noch ausbauen, für das man allgemein funktioniert.
Wir sind integriert am Sigi, ich gebe so ein Sigi für die Stadt weisen. Dann haben wir eine Plattform Technik, das heißt, wo der Gesitz, was an den verschiedenen Konten geschieht, funktionieren sie, kommunizieren sie. Wir können da auch ein Reso aufbilden, für uns gucken, als ein Reso-Anteil. Weil wir müssen ja immer noch an dem Konto, wenn wir aber Konto in alle 100 im Reso, da können wir auch ein Ausdruck machen vom Reso selbst. Und dann haben wir ein Kit d'Installation, das heißt, wenn ihr Leute an ein Haus reingehen, sie installieren eine Konto, wenn sie rausgehen, als die ganze Paperasse fertig. Das heißt, das Changement beim Jascom ausgemäht, das ist alles okay. Hier ist, was ich vorhin ein bisschen gesagt habe, die Reso haben wir 2015 zusammen mit der Post abgerichtet. Wir haben heute eine Kuvertur von 97% Territoire. Das ist aber nur ein System, das nicht nur in der Gemeinde funktioniert, mit dem ganz Lützeburg funktioniert, und noch an 70 Ländern auf der Welt. Das heißt, ganz Europa ist kouvriert. Das heißt, wenn die andere Akteure nicht, wie zum Beispiel ein Trecker, den da oben Container macht oder so, die funktioniert auch, wenn die Container geklaut wird. Was Lorenzen Zwartelbrück das, an jeder Belgien oder jeder Polen, dann funktioniert die Reso auch da. Voilà. Wir kümmern uns dann noch um die Reso. Und so gesagt dann zum Beispiel eine Antenne ist, die man dann auf den verschiedenen Gebäuden oder Möglichkeiten an der Gemeinde montieren, für die Densifikation vom Reso herzukriegen, dass man auch an alle Keller an der Gemeinde kommt. So sind auch verschiedene Abbausituationen. Den Ultrasound kommt, du hast käme waagerecht, senkrecht, das ist dieselbe. Die könnt man egal in welcher Position abbauen. Die Kommunikation funktioniert, vom Konto gehen wir über die Sigfox-Reso auf die Backend und von da aus servieren wir die Sigi zum Beispiel für dann Fakturation. Hier seht ihr verschiedene Abbausituationen, auch mit einer Relaisbox. So haben wir ein Tablet, mit der dann die Installation im Märchen geht, mir noch ein Testgerät, so dass ich gucken kann, ich genug Reso auf der Platz, wo ich den Konto will installieren. Und das ist ein System, wie gesagt, das geht alles aus einer Hand, das die Informationen für die Klient, Informationen, Technik und Finanzinformationen. Da sind die plündert, da sind die schnell ummelden könnt, das geht automatisch, die bleibt nicht mehr irgendwo hingucken. Voilà, Madame Zimmer hast du. Viele von euch werden sie wahrscheinlich kennen. Meine Nummer ist Posing. Der Frohnut, Signet, bei euch Lunch zu kommen. Voilà, das wäre dann noch. Sind lo direkt bei froh nun Herr Posing. Gut, da ginge mal 4 voran. In dicke Merci, Herr Posing. Da fuhr mal 4 mit Luxmetering am Herr Pol Hoffmann. Merci, un gros merci effectivement à l'Agence de la gestion de l'eau, qui est une nice solution zu präsentieren. Kurz zu Luxmetering. Luxmetering aus 2012 entstanden zwischen den 6 Gestionären der Reso, Demo 7, da waren Elektris dabei, Kreos, Südstrom, Südenergie, Ettelbrick, Dickregion, Diedling, plus Elektris. Und die war am Anfang axeiert auf den Strom und den Gas. Mit die Plattform, die am Gesetz so viel geschrieben ist, also von Anfang an gewirkt für Wasser an Chaleur urbaine, an Mission von Luxmetering ist, für eben das Ganze zu koordinieren, das System abzustellen, Funktionalität vom System zu definieren,
für die Einzelfunktionalitäten von der Konter, Strom, Gas, aber auch Wasser zu definieren, an Projektpiloten zu koordinieren, an den Deployment zu begleiten. Wir sind eine kleine Equipe von 6 Personen, wir haben aber großen Encadrement, 7 Sous-Traitants, mit denen wir extern zusammen schaffen, und natürlich auch mit den Gestionär der Réseau von Strom und Gas. Die Plattform ist operativ, die hat 2015 angefangen am Projekt, und 2016 war sie live. Und der Grundgedanke sich von der Plattform ist, für sich am Anfang zu basieren auf Konteuren, die schon da sind am Haus, sind nämlich Strom und auch Gas. Und für den Moment an dem Ökosystem da nach einem Konteur dabei zu setzen, wie zum Beispiel Wasser oder auch Chaleur urbaine, am Platz vom Gas an dem Moment, das ja in Zukunft ganz klar eine Rolle spielt. Die Idee ist eben, dass am Haus schon mal einen Konteur von Strom ist. Wir haben im Moment 341.000 Stromkonteuren an unserem Réseau. Das heißt, wir haben 97% von all den Stromkonteuren am Land sind ersetzt gehen, über 3 Jahre lang. Und die gehen ausgelöst hauptsächlich über PLC-Kommunikation. Das heißt, da ist ein Konzentrateur, der meistens an einer Trafostation steht, an dem Moment der Konteur Strom auslöst, und der Konteur Strom kommuniziert mit den nur gelagerten Konteuren, eben in diesem Fall Wasser, das ist am meisten interessant. Natürlich, da haben wir direkt eine Kommunikation am Haus, die also an den meisten Fällen auch gut funktioniert. Ich weiß nicht, nur noch, was die verschiedenen Möglichkeiten sind. Aber wo man dann direkt Tonne in alle 4 Stunden gehen Tonne von dem Konteur Strom gespeichert. Und sie gehen noch alle 4 Stunden vom Stromkonteur und dem zentralen System weitergelegt. Auch vom zentralen System aus kommunizieren wir direkt mit den einzelnen Gestionär der Réseau oder eben noch mit dem SIGI mit integriert eine Interface gemacht und noch 20 Jahre schon am Betrieb ist, und den eine Reihe von Funktionalitäten da greift. Der Vorteil von der Solution ist, dass wir eben an alle Hause rankommen durch die PLC. Wir sind nicht abhängig von einer Liaison aérienne. Wir hatten als Kreos für Tester gemacht und effektiv, also nicht immer einfach, das heißt, da ein Challenge an den verschiedenen Dörfern für eine Liaison aérienne zu kriegen, bis an alle Keller. Und die Probleme haben wir mit der PLC gelöst, weil wir über den Strom eben effektiv an einem Haus sind, noch meistens an den Kellern. Wenn doch nicht immer direkt bei ihnen das Wasser an den Strom, dann ist es aber eventuell am Raum nebendran, sodass dann entweder eine Liaison filaire oder eine Liaison aérienne möglich ist. Wir noch Direktkonteuren, Stromkonteuren, die über 2G, 4G mit der Zentral kommunizieren und die dann eben noch lokal dann am Haus sind. Was Konteuren anbelangt, da hat Gemeinde Dickling eine Initiative gestartet und noch eine europäische Ausschreibung gemacht für eben Fournisseur zu fallen, für Konteuren, und zwar filaire, nicht viele an aérien. Und da hat damals die Firma GWF, eine Schweizer Firma, hat Trennen gemacht. Und der Approche war effektiv ein relativ klassisch, wohl wissen dann auch wohl bedurcht. Wir wollten anfangen Zähler und den robust ist, dem mechanisch nach immer raus, weil das in Prüfe gemacht wird, auch natürlich von einer gewissen Orientation auf den Ultrason geht, das ist richtig. Aber wir stellen auch fest, dass eine Retour d'Experience, die wir mit den Stromkonteuren haben, die ganze Elektronik ist nicht immer fiabel, und das war von Grund der Ursache, für was das gesagt ist. Wir wollen einfach einen Konteur, den ich auch nach lesen, wenn die Lesung nicht geht, wenn die Elektronik nicht geht, kann ich noch immer auf dem Konteur klassischerweise das Wasser auflesen. Und mehr kommuniziert, wie all die anderen Konteure natürlich auch entweder filaire oder aérien. Ich kann Ihnen direkt, das kann ich hinweisen, mit verschiedenen Möglichkeiten, der Konteur kann direkt über den Telefonstroh beschleicht ihn auf moderne Konteur oder Gas oder Chaleur direkt über Kabel geschlossen schnecken. Ja, genau. Ja, da kann ich aber nicht weisen. Voilà. Ja, das geht natürlich. Das kann ich weisen. Das geht. Voilà, das geht. Ja, das geht. Ja. Ja. Dann haben wir die zweite Möglichkeit, dass wir eine Direktliaison zu machen, aérien. Das ist der Stromkonteur, den hat ein angebautes Modem, ein aériens Modem. Und es gibt einen Typ von Zähler, eben Wasserzähler, der noch eine
Ariens Kommunikation direkt machen. Und dann immer eine Drittlesung, die auf verschiedene Fälle da erlaubt, wirklich wirklich Fälle zu lesen, wenn ein Dall dazwischen das am Haus an Distanzen zu groß sind. Da kann ich mal einem Dongel nennen, man den, das ein kleines Köstchen, die ist nämlich 5 oder 2 Zentimeter, die geht viel leer und den Stromkonto geschlossen. Die kann ich noch dirigieren in eine gewisse Richtung, wo den Wasserzähler im Moment ist. Und den erlaubt eben 4 Konteuren aérien und den Dongel umzuschließen, an dem Moment direkt mit dem Stromkonto zu kommunizieren. Bon, was sind die Avantagen effektiv von der Lesung, die wir haben? Es geht ja mal darum, dass ein effektiv dem Klient kann auch instantané eine Information bieten. Das können wir machen über ein paar Klienten, die man ein paar Klienten vom Stromzähler. Wie ich schon gesagt habe, kaptiert der Stromzähler alle 4 Stunden den letzten Index von dem Wasserzähler und kann den dann noch den Moment über ein paar Klienten, den paar, denen kann bei allen Klienten über den Dongle aktivieren. Das heißt, das ist ein kleines Köstchen, die nämlich den den Lien mit dem Réseau, Inhouse-Réseau, Wi-Fi-Réseau vom Klient. Und über eine Applikation kann in dem Moment direkt seine Wasserkonsumation oder auch Gas oder Strom kann in eben auflösen über die Applikation in dem Moment gesehen. Und das ist auch ein großer Vorteil, dadurch, dass man eben Strom, Gas, Wasser und auch in Zukunft Chaleur urbaine zu summen. Da können auflesen, oder auch die Daten in dem Moment zu summen, sind dann noch verfügbar. Ich meine noch nie weiß drauf, der Moment, das Luxmetering speist sie direkt in Richtung von der Gestionär der Réseau und die Member sind, aber auch eben in diesem Fall der Sigi, mit dem wir zusammen schaffen für das Wasser. Und das eben voilà, das möglich an Zukunft könnt ihr auch eine neue Plattform, die eine nationale Plattform für alle Energieformen an der Plattform, also sowohl Gas, Wasser, Strom und auch Chaleur urbaine, 4 gesehen. Und den Hub, den eine nationale Datenplattform durchstellt, den wird auch in Zukunft alle guten Informationen noch können rassemblieren und der Klient wird sich dann noch können direkt an die Plattform undocken, und die wird 2026 bis 2027 wird die live gehen für das Grand Public. Sie ist im Moment schon disponibel für alles, was Industrie und großkommerzielle Klienten betrifft. Und im Moment ist eine Phase am Gange, wo wir daran machen, für eben die Plattform auch disponibel zu machen für alle Klienten. Das heißt, auf der Plattform geschehen alle Transaktionen zwischen allen Fournisseuren und Gestionär der Réseau. Gibt der ganze Reporting gemacht und Institutionen wie den ILR oder ANA oder dem Minister, die Informationen und Statistiken gerne hätten, an eben noch den Endklient kann dann natürlich auch Zugriff auf die Plattform holen. Über die Plattform gibt dann noch Fakturation präpariert an die einzelnen Akteure wie Fournisseuren, die direkt nur geschlossen sind, werden an dem Moment die Daten können weiter verschafft gehen. Voilà. Bon. Hun ass natürlich dadurch, dass wir alle 4 Stunden Wasserdonnen abheben. Es gibt allerdings am Stromkonto gibt nämlich alle Stunden E-Wert, den Indexwert gespeichert. Das haben wir gemacht, weil man nicht mehr Granularität gebraucht haben, für eben zu sammeln über gewisse Jahre. Datenschutzgründen hast du gesagt, wir wollen nicht mehr Dave wie eine Stunde, für eben nicht unnötig mehr Daten zu sammeln. Das war die Idee. Am Strom, am Gas, am Strom ist es ernst, das sind auch 4 Stundenwerte, und am Gas ist es doch ein paar Stundenwerte. Bon, was wir gemacht haben, noch mit dem Sigi zusammen, dadurch, dass der Sigi direkt am Anfang Stundenwerte kriegt, als es dann in dem Moment möglich auch beim Sigi, haben wir doch darauf gehalten, dass die Funktionalität beim Sigi umgesiedelt ging, für eben die Analyse von den Fritten zu machen. Da gibt es im Moment ein Tool, das relativ einfach ist, über den Excel, wo ich verschiedene Konten vergleichen. Also das wird natürlich gut, dass für die nächste Monate auch noch zu verdienen, und mit den Gemeinden zusammen zu gucken, naja, was sind dann Funktionalität von den Fritten, wie soll man ein Frit analysieren, weil das gar kein einfaches Problem, dass sie mir als bewusst mir die Probleme von am Gas und am Strom bis zum Schluss gedurcht. Und da wird ein Frit analysieren, dann muss er mal überall, an all Haus, muss er mal einen Smart Meter holen. Sonst geht das nicht. Und das ist schon mal ein Punkt. Zweitens, man muss da und all Daten
kommen von all den Smart Meter. Das ist auch nicht der Fall. Die hat eventuelle Smart Meter, denen der nicht kommuniziert. An dem Moment können da an dem Bereich von dem Dach also ganz schwer eine Analyse zu machen, weil dann nicht halt nicht für die Analyse fit zu machen. Das ist die Analyse fit. Das ist ein wichtiges Thema, aber das ist aber kein einfaches Thema. Das ist ein komplexes Thema und das muss in zusammen mit der Gemeinde nur gehen. Und das ist auch das, was so wie Methode, wie wir das wollen machen, zusammen mit dem SIGI. Wir wollen einfach als Experience an dem Strom- und Gasbereich mitbringen, an zusammen mit dem SIGI und natürlich mit der Gemeinde. Zusammen eben den Wolle danach weiterentwickeln. Und dann natürlich die Fakturation geht viel mehr einfach bei den Plänereien, die wir Tonnen, die just Tonnen von gestern dann oder von heute und dann könnt ihr Faktor mehr, die braucht nämlich in Wiener zu schicken, hier hochzulesen. Das ist natürlich den große Vorteil damit. Dann, bon, für die Wasser kaufen, geht es auch immer mehr wichtig, dass sie kann eine Prävision machen über das, was auch die nächsten an Wochen, am Ende eventuell und Wasser gebraucht wird. Das ist was am Strom und am Gas gang und gäbe ist, da geht bis auf der Börse sogar gehabt, am Strombereich, am Wasserbereich ist da doch bis fertig Löser immer mehr entwickelt, wenn Wasser nicht knapp geht mit der Zeit, dann geht der Punkt auch immer mehr wichtig. Das ist wenig zu welchem Zeitpunkt wie viel verbraucht wird. Bon, für den Gestionär der Réseau haben wir natürlich auch, das hätte ich für den vielleicht mal am Detail erklärt, aber wir haben ein Stundenregister von Indexer, den wir am Anfang festhalten, dann haben wir eine Reihe von auch Alarmen an Loggen, die wir von dem Konter, auch Wasserkonter stockieren, die gehen direkt am Stromkonter stockiert und dann über die Plattform in dem Moment zentralisiert dann noch. Je nachdem, welchen Alarm das haben wir mit dem SIGI eine Ticketing-Plattform aufgebaut. Das heißt, wir haben Glücksmeeting ein Ticketing-System, den automatisch anfangen ein Ticket geriert bei einem Alarm. Und wir transferieren in dem Moment den Ticket an die SIGI-Plattform an do als eine Supervisionsplattform, die SIGI selber kreiert hat. Und an der Plattform gesagt an der Gestionär der Réseau wird eine Übersicht über die Tickets, die Alarmen, die dann kommen sind. Das kann zum Beispiel sein, wenn der Konter aérien ist, dann hat eine Batterie, dass er 6 Monate für die eventuell gewarnt wird, dass Batterie eingelassen, dass er dann eine Batterie kann ersetzen. Oder auch Anti-Fraud-Systeme, wie auch schon Herr Posing da gesagt hat, da das mehr oder weniger immer eine ähnliche Funktionsumfang, den in Haut wird bei den Kontern, da sind sowohl Fraud wie auch Rückfluss oder Dysfunktionementer von der Kommunikation oder auch vom Konter, dass in die Alarmen kann auswerten. Voilà. Nachher vielleicht ein bisschen mehr schlossen, aber der Sigi noch mehr in Detail gehen, was man am Sigi zusammen erschafft und das am Anfang der ganze Prozess vom Liefern von einem Los von Zählern, wo dann der Moment Fichier Fichier de Livraison chargiert wird an Plattform vom SIGI, dadurch dann den Register des Equipements alimentiert wird auch kreiert und automatisch wird dann noch bei Luxmeeting ein Equipment beisegelöscht. Natürlich dieses System kennt dann noch den Konter auch von anderen nicht installiert das. Wir haben noch ein ganz poussierten System von Sicherheit. Natürlich alle Konter haben ein Master Key dran, die da lebt, die ja bei der Fabrik, bei der Fabrikation dargesetzt wird. Und dann von Gemengen Fichier de Livraison geschickt wird, kriegt auch der Moment vom Fournisseur Luxmetering ein Fichier geschickt. Und an dem Fichier, den man kryptiert, da sind dann die Master Keys dran. Und die Master Key, die spielen eine Rolle, wenn der Konter der Moment posiert wird und aktiviert wird. Eine Solution, die ist natürlich von Heine einkriegt. Der ist ganz stark beschäftigt mit der Sicherheit. Am Juni Security by Design Solution developiert, wo in all Zugriff auf das System, auf den Konter, auf all Tischen Objekte, wo den reglementiert ist, wo den über die Identifikation mutuell geht, aber auch eine Zwei-Faktor-Authentifikation, sodass am Anfang die Daten, die vom Konter geliefert gehen, die gehen enkryptiert. Und zwar vom Wasserkonter bis zum Strom, über den Konzentrator, bis an das System, bis bei der SIGI, also alles total enkryptiert. An all Elemente von dem Réseau, also auch das eine Kommunikation bidirektionell, zum Unterschied zu anderen Solutionen, wo in eine unidirektionelle Kommunikation wird mit dem
zentrales System. Die bidirektionale Kommunikation erlaubt sowohl Encryption zu machen, erlaubt die auch variabel ist. Der Tisch von der Encryption nicht mehr sicher ist. Da kann ich über den System, über die bidirektionale Kommunikation Firmware-Update machen, und zwar von allen Komponenten vom System. Und dann kann ich über DW anfangen, die ganze Sicherheit perennisieren. Wann eventuelle Software-Buggers an einem Apparat, was maybe ein Jahr 4 könnt, wir sind also noch lange nicht immer fail-safe, da kann in dem Moment die Firma Update machen und in dem Moment korrigieren an Distanz, und muss ich nicht dahin gehen. Das ist ein Hauptvorteil bei der Kommunikation bidirektionell. Voilà. Wir haben noch ein ganzes System für Luxmetering als ein komplett independent PKI, das heißt, wir gerieren die ganze Sicherheit bei uns, nicht irgendwo an einer Cloud, sondern bei uns, an dem LuxConnect Datacentern. Und wir passen noch ganz gut auf, dass wir keine Komponenten von Ländern, wo ich nicht weiß, wer dran ist, effektiv. Wir haben keine Konnexion zum Internet. Und effektiv, ich gesagt, die Authentifikation, die ist mutuell. Das ist wichtig, dass nicht irgendwo ein Zähler wird, den der mit der Plattform kommuniziert, der fängt komische Transaktionen zu machen. Das ist nicht möglich per Definition über das Sicherheitssystem. Voilà, als Resümee kann ich so, wir haben am Anfang eine Plattform, die sicher ist. Wir haben eine Plattform, die von Akteuren zu Lützeburg betrieben wird, die am Anfang auch fiabel sind, die auch nach einer Flügen gerieren, die also durabel an der Zeit sind. Wir haben eine Solution, die am Haus schon applikabel ist. Sie funktioniert direkt. Wir sind am Strom sind wir praktisch an dem Haus dran, sodass der auch nur direkt aufhängen ausholen. Muss ich nicht gucken, ob er ist oder nicht. Und er ist da, er ist am Haus. Und wir können das in dem Moment nun locken. Voilà, das sind vom Tat 4 Teile da. Wir haben kleine Notteile dazu, die sind transparent. Wir brauchen irgendwo an der Gegend einen Stromkonto. Wir können die Daten vom Stromkonto, vom Wasserkonto auf den Stromkonto zu checken. Das heißt, es gibt gewisse Situationen eben an einem Feld, an einer Wies, wo kein Strom bloß irgendwo ist. Da können wir die Solutionen anwenden. Wir dürfen ja auch Komplementärsolutionen, und ich denke, da muss ich nicht ein bisschen mit global gucken. Vielleicht sind die nicht für alle Fälle eine Solution, aber vielleicht muss ich zwei Solutionen nun für spezifische Fälle, an die für die am normal sind. Voilà. Gut, das war dann für mein Teil. Und dann Sie gerne. Ganz groß Merci, Herr Hoffmann. Sind Hai frohen? Nee? Da gibt man direkt 4 Uhr für mit der Firma Zanna. Ja. Bitte schön. Vielen Dank. Jan-Philipp Exner, mein Name von der Firma Zenner, und ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass wir hier eingeladen sind. Ich freue mich immer wieder, wenn ich nach Luxemburg kommen kann. Ich habe früher mal 2 Jahre als Urbanist unten gearbeitet, viel mit PAGs gearbeitet und freue mich immer wieder, wenn ich an die alte Wirkungsstätte zurückkomme. Ich präsentiere heute die Firma Zenner und will gerne die Beispiele, die wir im Kontext Smart Metering haben und auch weitere IoT und Smart City Anwendungsfälle, die ich als Kommune haben kann, um im Kontext Wasser, Nachhaltigkeit auch weiter voranzuschreiten. Wir selbst sind seit 120 Jahren in Saarbrücken gegründet, haben eine lange Geschichte als klassischer Hersteller von Wasserzählern, aber auch Wärmemengenzähler und arbeiten schon seit dieser Zeit mit vielen Stadtwerken und Versorgern in Deutschland zusammen und sind ungefähr seit 10 Jahren auch im IoT und Smart City Markt aktiv. Ich werde auch gerade die Fakten soweit auch ein bisschen schneller durchgehen, damit wir zu den interessanten Teilen kommen. Die Folien bekommen Sie ja auch im Nachgang von der Veranstaltung. Und nur auch, um Ihnen auch so eine Einschätzung zu geben, den IoT-Markt haben wir auch insbesondere im europäischen Kontext stark ausgebaut und über unsere IoT- und Metering-Plattformen, die wir mit LoRaWAN überwiegend betreiben, laufen mittlerweile bei 100.000 LoRaWAN-Gateways ungefähr 7 Millionen Sensoren im Produktivbetrieb. Das heißt, wir haben sehr viele mittlere, kleine oder auch große Kunden, die auch lange Zeit das einsetzen. Und wir sind immer bemüht daran, dass wir zwar eigene Hardware anbieten, eigene Produkte anbieten, aber auch
gleichzeitig die Möglichkeit an Fremdprodukten eröffnen, damit auch für unsere Kunden, die Stadtwerke, auch ein größtmögliches Maß an Unabhängigkeit eben bereitgestellt ist. Und was wir im Endeffekt machen, auch im Kontext Metering, wir wollen für die digitale Infrastruktur, die ich zum Übertragen der Daten vom Metering brauche, ein modulares Set anbieten. Und was braucht man für diese Daseinsvorsorge? Die Kollegen haben es eben auch mehr oder weniger in anderen Grafiken gezeigt. Ich habe grundsätzlich Geräte, Konnektivität, die Datendiensten wie eine Plattform und eine Anwendung, Anwendungsebene, Applikationsebene, dass die Daten beispielsweise in Dashboards kommen können oder auch per Schnittstellen wie etwa in Sigi weiter oder zu Sigi weitergeleitet werden können. Wir selbst bieten, also habe ich gesagt, einige Produktarten an Wasserzähler in der Entwicklung. Wir haben hier auch ein paar Beispiele von den klassischen Mehrstrahlwasserzählern bis halt eben auch zu kleinen und großen Ultraschallwasserzählern, die dann auch in den neuen Funktionen smart sind, dass sie beispielsweise Frostschutz detektieren, Demontagen etc. Aber auch, und das ist der Punkt, wir haben auch die Möglichkeit, auch andere Zähler in unsere Systeme einzubinden. Aber auch wenn Sie jetzt sagen, ich möchte neben dem klassischen Metering zum Beispiel Hochwasserüberprüfung machen, dann kann ich auch gleichzeitig Hochwassersensoren über LoRaWAN einbinden. Also wir haben da ein Set von einigen unserer Lösungen bei uns hinten am Tisch. Aber da gibt es, da wir eben mit dem offenen Standard LoRaWAN arbeiten, natürlich eine riesig große Anzahl. Ich glaube, allein in unserer Plattform mit unseren Kunden sind das um die 400 Geräte, die dann in verschiedensten Varianten schon eingesetzt werden. Hier auch uns Ihnen nur mal kurz zu zeigen, die Haus- und Wohnungswasserzähler, das ist der links unten ist da auch ein LoRaWAN bzw. Ultraschallzähler bis zum Großwasserzählern. Gaszähler gibt es auch, aber eben auch die IoT-Sensorik. Wir sind da auch eigener Produzent von IoT. LoRaWAN Gateways für den Indoor- und Outdoor-Bereich und wenn Sie da auch mal einen ersten Eindruck haben können über die Seite des Center Shops, da vertreiben wir die eigenen, aber auch die Hardware-Produkte von unseren Kooperationspartnern. Im Thema Konnektivität setzen wir sehr oft auf der LoRaWAN. Es gibt natürlich auch für gewisse Anwendungsfälle auch Kunden, die mal den Sensor über Narrowband IoT oder Sensoren über Sigfox einbinden. Wir haben aber für uns eben festgestellt, dass LoRaWAN eben das breiteste Ökosystem ist, die maximale Unabhängigkeit garantiert und eben auch das Ökosystem an Sensoren eine sehr gute Preis-Leistungsfähigkeit habe. Allein Kontext, also Wasserzähler ist das Sortiment sehr breit. Ich habe das letzte Mal auch mal mit Kunden besprochen. Für das Thema Hochwasser gibt es Radar, Ultraschall, Infrarot, Pegelsonden von 3, 4 Herstellern pro Produktart. Das ist ein sehr, sehr breites Portfolio, wo ich eben die Qualität und die Quantität eigentlich ganz gut justieren kann. Zum Thema Datendienste. Wir haben eine eigene IoT-Plattform, die Element IoT, das blaue Kringel, die mit verschiedenen, sage ich mal, Add-ons angereichert werden kann. Das ist einmal Element Go für die Field-Software und die Inbetriebnahme, wenn ich quasi große Rollouts von Wasserzählern plane, als auch Element Apps. Das ist unsere, ich sage mal, Dashboard-Variante davon, für wenn ich für ein Bürgermeister-Dashboard oder für ein Bürgerscreen dort entsprechende Daten, also jetzt keine klassischen Wasserverbrauchsdaten, aber zum Beispiel Klimamessdaten, Hochwassermessdaten eben zugänglich machen können. Das sind auch, haben Sie auch relativ viele Möglichkeiten, eben auch das so maßzuschneidern, wie Sie wollen. Das ist, habe ich eben gesagt, das ist das Herz, die Element IoT. Man sieht im System an, das ist mehr oder weniger das Kernelement, das Expertensystem mit einer tabellarischen Ansicht. Element Apps ist jetzt eher das, wie ich die Daten externen Bürgern zur Verfügung machen kann. Und Element Go ist auch die Smartphone-basierte Inbetriebnahme-Software für die digitale Infrastruktur. Und nach jetzt, sage ich mal, diesen Komponenten der digitalen Infrastruktur, Geräte, Konnektivität, Plattform und die Applikationen, die wir eben, sage ich mal, im Set anbieten können, aber auch modular. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie wollen jetzt nur einen Wasserzähler haben oder wollen nur LoRaWAN haben, dann kann man das alles auch separat und modular voneinander bestellen. Wollte ich jetzt hier noch ein paar Beispiele auch gerade aus der Region zeigen, was da die Anwendungsfälle sind, wenn gerade auch, wenn hier in Luxemburg sind es die Kommunen, in Deutschland sind es eher die Stadtwerke, die die digitale Infrastruktur betreiben. Da ist aber in beiden Ländern immer so, dass erstmals das Metering im Fokus steht, weil das eben auch die regulatorische Pflichtaufgabe ist, die ich machen muss. Und wenn ich eben auch für mein Metering schon mir beispielsweise ein LoRaWAN-Netz aufgebaut habe und die Konnektivität habe, dann kann ich ganz einfach Hochwasser, Abfallmonitoring etc. machen. Und dann habe ich natürlich für die anderen Anwendungsfälle viel geringere Grenzkosten.
Das heißt, um mal kurz zu zeigen, was da für Möglichkeiten sind, Thema Metering, Wasser-Wärmemengenzähler, auch Rauchwarnmelder, vielleicht gegen Standrohre, Schacht- und Großwasserzähler sind da die Möglichkeiten. Und dann eben habe ich auch Möglichkeiten, auch die Grid-Funktion vom Niederspannungsnetz zu integrieren, die smarte Straßenbeleuchtung. Ich werde, wie gesagt, die sage ich mal, Beispiele ein bisschen schneller beschreiben. Sie bekommen eben die Folien im Nachgang oder wir können es gerne später bei uns am Tisch besprechen. Aber das sind so diese klassischen Smart City-Anwendungsfälle, die die deutschen Stadtwerke auch in den letzten Jahren, weil es in Deutschland eine relativ starke Fördermittelpolitik gibt, wo sie sagen, ihr Kommunen, ihr sollt nachhaltig werden, dann bekommt ihr bitte mit denen ein bisschen ähnlich wie der Pakt Klimat, ihr bekommt dann verschiedene Punkte auch und müsst dafür verschiedene Lösungen erreichen und dann setzen die eben auf entsprechende Anwendungsfälle, Hochwasser oder Wasserqualitätsmonitoring, auch im Thema Parken, E-Mobility, Verkehrsmonitoring wird oft nachgefragt und eben auch die Umweltkontextmessungen wie Umweltmonitoring oder auch das Messen von der Bodenfeuchte von Bäumen beziehungsweise auch der Baumgesundheitsmessung mit einzelnen LoRaWAN-Sensoren. Und dann eben auch ist oftmals der Fall, als Kommune habe ich ja nicht nur das Metering, sondern ich habe ja im Endeffekt auch die Liegenschaft, zum Beispiel die Schulen oder die Verwaltungsgebäude. Und wenn ich ja sowieso LoRaWAN wegen dem Metering habe, dann kann ich ja auch, war zum Beispiel in Corona ein sehr großer Anwendungsfall, das Thema CO2-Monitoring aufbauen, kann die gesamte Meerspartenlesung machen und kann auch Energieüberwachung machen, Heizkörperthermostatsteuerung und zusätzliche Informationen wie beispielsweise ein Leckagemonitoring im Kellerbereich oder die Luftfeuchtemessung in alten Gewölben, damit ich da auch die bauphysikalischen Parameter gut einstellen kann. Und alles eben auch möglichst flexibel mit einem breiten Set an Sensoren. Und es gibt dann auch so halb in die Richtung Industrial IoT, also wenn ich als Stadtwerk auch gewisse Wertstoffhöfe habe mit Maschinen, wenn ich Condition Monitoring machen und kann das Ganze auch zentral in einer Plattform sammeln und dort eben auch theoretisch auch meinem Wertstoffhof, wenn das eine eigene Gesellschaft ist, denen die Daten zur Verfügung stellen, beziehungsweise wenn ich möchte, auch die Informationen verkaufen. Das kommt ganz drauf an. Und auch um mal ein paar Beispiele zu zeigen, was so die Kommunen hier gemacht haben. Die Kommune de Mersch seit 2 Jahren hat auch angefangen mit dem Thema Kalt- und Warmwasserzähler und anschließend gesagt, wir wollen jetzt auch neben dem klassischen Metering zum Beispiel das Thema Hochwassersensorik machen mit Sensoren oder auch Standorttracking. Das heißt, da haben wir auch zum klassischen Metering insgesamt 3 Anwendungsfälle und ich habe auch mit den Gateways, das ist hier ein bisschen verrückt, das sind 11 LoRaWAN-Gateways, also Outdoor-Gateways, die jetzt die Abdeckung von Mersch sicherstellen. Das heißt, ich habe ungefähr einen Schnitt von 100 Geräten pro Gateway. Das kann teilweise auch noch höher sein, dann hat man Luft nach oben. Es ist LoRaWAN, hat auch den Vorteil, ich kann ja als eigener Netzbetreiber diese Nachverdichtung machen. Haben wir auch gerade bei dem Kollegen gehört. Das heißt, wenn ich Wetterstationen habe, die kann ich sehr gut einfangen. Wenn ich in den Keller zum Submetering will und es da schwierig wird, dann kann ich mir für 300, 400 Euro ein Indoor-Gateway in einem Gebäude installieren und kann diese Nachverdichtung im Keller durchführen. Genau, das sind die Anwendungsfälle, nochmal gerade illustriert. In Petoche ist auch seit relativ jung noch dabei. Die haben jetzt angefangen mit dem Thema Kalt- und Warmwasserzähler, auch mit 10 Gateways, die Abdeckung von der Kommune dargestellt und dort im Endeffekt noch mehr Luft, 20 Geräte pro Gateway. In Schüttranche ist neben dem Thema Submetering, also Metering, Kalt- und Warmwasserzähler auch das Thema Rauchwarnmelder. Das ist also in Deutschland ist das regulatorisch oft in einer Hand, dass die Rauchwarnmelder überprüft werden müssen. Deshalb hat das da auch aus der betrieblichen Sicht den Sinn, dass der Betreiber vom Monitoring des Metering auch die Rauchwarnmelder mitnimmt. Und dort haben wir auch in Schüttranche mit 5 Gateways werden da die ganzen Sensoren mit plus minus 100 Geräten pro Gateway abgedeckt. In Kopfstahl ist genau das Thema Kalt- und Warmwasserzähler. Da haben die Kollegen, sind die Kollegen dabei, auch spezielle Solar-Gateways zu entwickeln, weil die Gateways natürlich auch eine Stromversorgung brauchen. Und das ist auch ganz interessant zu sehen, dass ich da auch die Möglichkeit habe, möglichst autark zu sein. Und hier ist, ja, also hier in Luxemburg, gerade wenn ich das so sehe, über oftmals so diese 100 plus minus Geräte pro Gateways, die eigentlich so ein ganz guter Vergleichswert sind. Aber das ist, sag mal, rein technisch gesehen können die Gateways mehr Daten verarbeiten. Nur es ist eben so, wenn ich die flächige Abdeckung haben will, dann
kommen wir da ungefähr so auf diesen Bereich. Helper knapp ist auch mit 15 Gateways sind wir auch in diesem Bereich mit 600 Sensoren und ungefähr 50 Gateways. Und, und in Shift Launch ist nochmal einer von der Anwendungsfällen auch ein bisschen länger schon dabei, die angefangen haben mit den Kaltwasser- und Wärmemengenzählern, aber gesagt haben, wir machen neben dem klassischen Metering auch noch die Leckageüberwachung und die Füllstandsüberwachung aus Silos. Da sind wir dann mit neuen Gateways, im Endeffekt 5 verschiedenen Anwendungsfällen, also klassisches Metering plus X, auch bei ungefähr 100 Gateways, 100 Geräten pro Gateway, so rum. Und auch mal zu zeigen, ich habe eben gesagt, wir haben auch so eine Anwendung, die das Ganze in, sag ich mal, Bürger-Dashboards bringen kann. Die Stadt Amberg in Nordbayern ist auch lange Zeit erkundet. Die haben auch gesagt, wir möchten ganz gerne unsere Daten, die wir neben dem Metering aufführen, auch in Dashboards der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Das heißt, wir wollen bodenfeuchte Sensoren haben, wir machen Bodenfrost, also das heißt, damit der Wetterdienst weiß, wann er die Straße räumen muss, wie voll sind die Mülleimer als Stadtwerk, das sind alles unsere Dienstleistungen. Wir nutzen dafür unser LoRa-Netz und stellen diese Daten dann unseren Bürgern zur Verfügung und überwachen gleichzeitig auch noch unsere Verwaltungsgebäude. Wie hoch ist die Temperatur? Wie kann die Temperatur energietechnisch gut optimiert werden? Genau, und das auch als verschieden. Ich glaube, das rechts unten ist sogar das Mitarbeiter-Dashboard. Also natürlich, die Mitarbeiter haben dazu gestimmt, aber ich kann jederzeit sehen, wann ich wo sitze und wie warm es ist und kann auch den Heizgrad einstellen. Und ich wollte auch noch ganz kurz ein Beispiel geben. Wir haben auch eine Kundenumfrage gemacht dieses Jahr auch mit unseren Kunden, also hier auch in Luxemburg als auch in Deutschland. Und was sind so auch gerade für die Stadtwerke und Versorger die Themen, die da auch für 2024 auf der Agenda stehen? Und das sind hauptsächlich die Themenbereiche intelligentes Messwesen, Versorgungsinfrastruktur. Also da macht die Fokussierung auf das Metering auch Sinn. Und wenn ich mir die einzelnen Anwendungsfälle anschaue, das Metering, aber auch die Energiedatenmonitoring, gerade bei den gestiegenen Energiepreisen sind da die Hauptpunkte. Aber ich sehe auch, dass das Thema Wetter-Umwelt-Monitoring, Flutüberwachung, dass das Anwendungsfälle sind, die zwar an 2. oder 3. Stufe kommen, aber definitiv bei den Stadtwerken auf der Agenda sind und auch entsprechend realisiert werden müssen. Hier auch mal kurz als Übersicht zu zeigen, wer da momentan ungefähr in diesem Bereich tätig ist. Wir haben dann nachher die Möglichkeit, ich habe ja ein paar Gesichter schon gesehen, dass wir das Ganze soweit bei uns am Tisch kurz besprechen können. Auch das breite Set an verschiedensten Anwendungsfällen, die neben dem klassischen Metering auch möglich sind. Und im Foliensatz, wenn Sie den bekommen, haben wir da auch immer so einen kleinen Link eben zu unserem Solution Book, wo die gängigsten Lösungen noch mal ein bisschen länger dargestellt sind. Wir haben auch so einen YouTube-Kanal, wo man dann immer mal kurz ein paar Kundenreferenzen einfängt, dass man dann auch, sage ich mal, im Video sieht, wie wurden jetzt die Hochwassersensoren-Daten dort installiert. Und das ist eigentlich auch ganz interessant. Falls der ein oder andere von Ihnen in den Messetechnik in kommender Zeit unterwegs ist, nächste Woche ist die Hannover Messe. Wir sind da vor Ort. Die IFAD in München ist, glaube ich, mal eher klassischer für die Infrastrukturanbieter, wo Sie vielleicht vor Ort sind. Und auch Thema LoRaWAN. Es gibt von der LoRa Alliance im Juni in München einen großen LoRa Live-Kongress, wo alle möglichen Partner, Hardware-Technikanbieter vor Ort sind, um zu zeigen, welche Geräte alle mit dem Kontext LoRa möglich sind. Was ein bisschen in Anführungszeichen schade ist, die LoRa Alliance sitzt in den USA und der war bei der Messeplanung nicht bewusst, dass sie die Messeplanung genau auf ein EM-Spiel gelegt haben. Das heißt, wenn Sie da Tickets brauchen, sich früher besser bemühen. Und das war es aber soweit von meiner Seite aus. Wir stehen, wie gesagt, nachher noch für Fragen bereit. Herzlichen Dank auch und ja, Eddie. Vielen lieben Dank. Detailfrohen zu direkt. Da gibt mal 4 für Mom Herr Michael Held für Clarions. Ja. Den Apparat funktioniert. Der wurde für den pardon, ich bin selber. Genau. Probier mal. Das kann man sagen. Nee, das geht nicht. Nee, okay. Ja, auch von meiner Seite, merci für die Invitation. Vielleicht 2 Wörter zum
Clarios, wenn das Clarios, wir sind aktiv zu Lützeburg seit 2010. Wir haben da angefangen, eine Plattform, IoT-Plattform aufzubauen und unser Fokus auf 3 Portfolio-Elemente, den ersten das Fliegen, Asset Tracking, wie jetzt schon gesagt, da machen wir Geolokalisation von Vehikeln oder Objekten, wertvolle Objekte, die man dann tracen können. Die zweite Branche ist, was wir Infrastructure Monitoring nennen, das ist alles, wo wir die Monitoring von der Gebäude machen. Wie Energie, wie Wasser, wie alles, was um Gebäude zu überwachen. Und der dritte Bereich ist Field Telecommunication. Da hat also im Grunde alles, was Funktechnologie ist. Das ist ein Nischenprodukt. Heute schwätzen wir am Grunde den Infrastructure Monitoring. Für dich wollte ich kurz denken, schwätzen, warum machen wir das? Am Grunde also wichtig, mal die Idee aus ja, Leitmotiv aus ja zu sagen, okay, wir haben Ressourcen und wir geben gerne Gestion von den Ressourcen optimisieren. Das heißt, wir wollen mal wissen, was benutzen wir, wenig benutzen wir, für zu detektieren, ob wir irgendwo Elemente haben, wo wir es verbessern können. Ein anderer Schwerpunkt ist, als zu helfen, für Probleme festzustellen. Ich bin jetzt für auch schon umgeschwatzt, die Idee ist ja festzustellen, bevor der Endklient merkt, dass man da schon feststellen können, oh, da ist eine Tendenz, die nicht sauber funktioniert. Das Leitmotiv ist, qui veut améliorer, doit savoir, qui veut savoir, doit mesurer. Das ist das Leitmotiv, den wir über das ganze Projekt haben. Wenn wir als Approche aus der für dich gucken, dass wir mal Maße, wenn wir gemessen können wir gucken, haben wir Pistamelioration und wie können wir das umsetzen, wenn es umgesetzt ist, ist wichtig für zu gucken, wo wir das erreicht, was wir geplant haben, wenn nicht, ein bisschen Feintuning und der Grundgedanke, also ein bisschen deswegen, dass man sagt, okay, der Prozess, der kontinuierlich funktioniert, man hat die Idee immer mehr höher, der Berg herab zu gehen. Für das Rad nicht mehr zurückgeht, geht den Karl gesagt, das ist der Monitoring, zu gucken, die Änderungen, die wir letztes Woche gemacht haben, oder vor 6 Monaten, sind die noch immer proper, funktioniert das auch immer. Das, wenn nicht, das gibt den Monitoring als Station, und wenn ja, ist alles in der Reihe. Wir machen aber nicht all die Prozesse, wo wir aktiv sind, im Funktion die Rot. Das ist das Maße, das Monitoring. Die anderen Themen, die im Funktion nicht bei uns sind, entweder bei der Gemeinde oder bei einem Klimapakt oder so. Was Infrastruktur betrifft, weiß ich über die Gesamtinfrastruktur, was wichtig ist, dass das Smart Metering für Wasser als ein Teil von einem Gesamtkonzept. Das ist, wir haben die Idee, dass wir ein großes Gebäude haben, mit viel Sensoren. Also es ist oft sinnvoll zu sagen, okay, wir machen eine Gateway an dem Gebäude, der erfasst all die Daten, konsolidiert und schickt sie dann auf Plattform. Vor allem, wenn ich Daten will, die extrem oft im Intervall extrem klein ist, dann ist es wichtig, dass wir das ein Gateway zentral haben. Natürlich haben wir auch die Fälle, wo wir 1-2 Sensoren am Gebäude oder außerhalb vom Gebäude, für drunter sind ungeschwatzt, hier von mir schon, aber was ist da drin? Zum Beispiel Hochwasser oder Parking, also ein Auto auf der Parking oder Container. Niveau der Remplissage von einem Wassercontainer, Glascontainer, pardon. All die Themen können wir über LoRaWAN erfassen. Da möchte Gateway Sinn. Auch integriert in das Smart Meter, also Herr Hoffmann schon erklärt, Wasser- und Gaszähler können sich auf den Smart Meter konnektieren und in dem Moment können wir auch die Daten bei unseren Plattformen holen. Wichtig ein Element ist, im Punkt also alles egal, was für Protokoll den Sensor oder der Konto hat. Die Idee von uns ist, dass mir egal, was für Konto wir haben, ob das Input aus Impuls, aus Modbus, Notion, egal, wir wollen die Daten transferieren die zur Plattform und machen aus den Daten Information und aus der Information möchte Clio wissen. Das ist den ersten Teil, den wir machen. Und da wollen wir den Transport banalisieren. Wenn ich
Da ist eine Plattform angekommen, der IoT-Plattform, die halt in Lützeburg steht, was natürlich das übliche Monitoring, Alarmen, all das klassisch. Das vielleicht noch interessant ist zu gucken, ist der Kalender. Wir haben noch den Sigi-Kalender integriert. Das kann interessant sein für den Energiemonitoring. Wenn der Gebäude hat, zum Beispiel Festsaal, dann reserviert oft über den Kalender AOR vom Sigi. Wir sind konnektiert zu dem Kalender, wir gehen an die Information sichern, zum Beispiel samstags beim 2 Uhr, was nur 4 Uhr reserviert. Die Information, die wir im AOR sichern, bringen in das Gebäude und steuern Heizung aufgrund von dem Kalender. Da braucht keinen dahinfahren oder ändern den Kalender aus, den dezidiert, wenn die Heizung unten oder auch. Das ist mir sogar eng gemengt, die möchte Strom. Ist doch ein Strom aus, abhängig von der Reservation, nicht reserviert, hier Strom außer Notbelastung natürlich und Heizung. So jetzt kann man machen. Das ist aber noch nicht unbedingt Thema von heute, ist Thema Wasser. Kontas am Vorgeholt, tun ich schon kurz angeschaut. Am Vorgeholt geht darum, der Wasserzähler, Informationen, die Daten vom Wasserzähler zur Plattform zu kriegen, das ist ein Transport. Irgendwann weiter als Plattform und Dashboard und natürlich auch beim Sigi die Integration für Zähler Richtung GESCOM. Wenn ich noch gucke beim LoRaWAN, also das so, dass wir den Schulautor schon umgespannt, deswegen hatte ich mich so ganz kurz. Der LoRaWAN brauchen wir Reso. Wir machen Gestion von Installation und Gestion von Reso und identifizieren die Zählerplattform immer dasselbe ist. Was wichtig ist, das Gesamt, inklusive von den Identifikationen, mit wissen, alle Zertifikat, dass man den eindeutig kann integrieren. All die Informationen bleiben zu Lützeburg. Und alles zu Lützeburg installiert. Identifikation, all die Daten, die bleiben zu Lützeburg, die können nicht verlassen Lützeburg nicht. Wenn das wichtig ist, also interessant, wenn nicht wichtig ist, dann ist es dann so dabei kommt. Was von Daten müssen wir im Kontext von Wasser, weil wir keine Wasserhersteller sind, muss mir also das basieren, was den Wasserzähler kann. Die meisten Wasserzähler können natürlich den Index vermitteln, das ist Standard. Die meisten Zähler können aber Stundenwerte gehen. Das heißt, wir können Payload und damit können wir zurückverrechnen, was war der Verbrauch als Stunde. Wenn wir das tun, dann geht das natürlich ein Moyen für verschiedene Analysen zu machen. Da können wir auch zum Beispiel eine Food-Analyse machen. Wir sagen zum Beispiel, innerhalb von 24 Stunden oder 41 Stunden muss ich Minimum 1 Stunde, wo ich kein Wasser verbrauche, auf Privathäuser. Wenn nicht, also eigentlich erstaunlich, muss man überprüfen, weil normalerweise muss nicht 24 Stunden Grund auf. Das heißt, da können wir gucken, wir gehen davon aus, dass all da oder all 2 Tage, oder man kann auch 3 Tage sagen, muss ich Minimum 1 Stunde mit 0 Wasser verbrauchen. Wenn nicht, das geht nicht in Food. Das ist ein Moyen, wo wir von unserer Plattform aus Food erkennen. Natürlich potenziell, das ist auch für durch angesprochen, auch ein Alarmsystem. Der stellt auch Food fest. Die Alarme kommen natürlich auf die Plattform und gehen dann trätiert und an der Clio weitergerichtet. Was von Alarme gibt, die haben auch für natürlich Batterie, für dass man früher genug Batterie kann tauschen gehen, und Zähler kann tauschen gehen. Wir haben Sabotage, all die Themen, das Standard, und von das Standard-Alarme von den Zählern, die wir erfassen. Ich will schützen pure Beispiele einfach, weil ich kriege nicht Zähler ran, weil der Zähler aus der nicht von ausgemacht. Ich will einen schützen pure Screenshot von der Plattform weisen, die für Eclio sind. Jeder Clio kann den Econ so machen, wie man sie gerne hätte oder sie gerne hätte. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel für uns, es ist wichtig, dass man mit irgendeinem Blick gesagt, schenkt das plausibel oder nicht. Deswegen machen wir immer so einen Heatmap und wenn ich Wasser verbrauche, haben wir einen Joule. Ein Joule, also normal, dass ab 5 Uhr der Wasserverbrauch raufgeht. Und am Morgen um 8 Uhr fängt die Sonne. Das heißt, ich muss dann halt so ein, da sieht man, das kein Verbrauch, halt fängt den Verbrauch. Und dann ab 5 Uhr muss ich nicht aufsacken. Ich brauche keine schwere Analyse machen. Ich beginne da zum Beispiel, das geht noch nicht da, also
Da gesehen ich, dass wir der Weekend bis den gehe ich mal von aus. Also wenn ich Gebäude kenne und den Heatmap, da gesehen ich direkt also plausibel. Wenn nicht plausibel, das muss ich gucken. Das kann auch noch normal sein. Kann sein, okay, Tag der offenen Tür, Samstag, das ist normal, dass der Samstag Wasserverbrauch das geht. Minimum gesehen ich das. Und dann auch habe ich für drüben Schwatt und immer 3 Stunden ohne Verbrauch. Das waren die letzten 24 Stunden. Dann gucken wir, wie viele Stunden war kein Verbrauch. Und natürlich können wir auf alles können wir einen Alarm setzen. Ja, das ist, wenn wir so unter 3 Stunden will wir einen Alarm holen. Das ist ein typischen Ekro, wo man den Verbrauch braucht und Tagesverbrauch von dem Zähler. Stundenverbrauch. Das ist just ein Beispiel. Ne? Und, was mir auch interessant fand, ist den Histogramm. Von der die Mischzeit zu den Zähler 0 dB. Was ja eigentlich eine normale Situation ist. Wenn ich gucke, Gas und die verschoben ist, mit einem Moyen von, ich sag mal, 50 Liter pro Stunde, kann man sehen, dass das faul ist. Kann nicht sein, dass den permanent Wasser braucht. Es ist auch da ein Moyen, für zu wissen, ist es normal, dass ich so oft 0 habe, in dem Fall ja, und die Mischzeit und ich quasi keinen verbraucht. Also normal Verhalten für Wasser. Und ich erzähle mich mal einen Wärmezähler. Also erzähle ich Situationen. Also man kann, über den Histogramm erkennt man ganz schnell, ob es plausibel ist oder nicht. Und wenn es plausibel ist, alles gut. Wenn nicht plausibel ist, muss ich mal gucken. Und da kann ich noch immer feststellen, dass wir genau das am Hund, das ist korrekt. Aber Minimum muss ich mal triggern. Das sind vorgeholt Données, die man vom CRM-Index, das ist immer derselbe Wert, der Volumen, just eigentlich präsentiert, von einem anderen Blickwinkel. So, das bleibt immer just ein Index. Hier haben wir zum Beispiel, kann ich mal auf Konto gehen, kann ich mal sagen, okay, gib mir mal die Kontonummer X, weiß man mal das Volumen über die letzte Protege, was waren die letzten Alarme, was waren die letzten Statusen. Dass ich mal einfach ein Bild gesehen, was das ist. Ein anderer Moyen ist zum Beispiel mit all die Alarmen, die man kann von dem Konto kann gesehen, man kriegt alles in 3 rot ist, oder war ein Problem. Da kann man statt mal auf ein Bild gesehen über die letzten X Days. Für LoRaWAN-technisch immer ein paar Parameter, just ein paar visualisiert, Stärke vom Signal, was für Kanal man haben könnte. Aber das ist LoRaWAN, hat man gesagt, wie gut stehe ich da mit dem spezifischen Zähler. Ich kann nur immer, oder kann ich auf der nächsten Mikro vielleicht ein bisschen klar machen, kann ich mal gucken, wie viele Pakete ich pro Tag kriege. Es sind Zähler, die wir schicken einmal pro Tag. Das heißt, ich erwarte eine Message pro Tag. Wenn den nicht auch könnt, da weiß jemand, zum Beispiel weiß aus, das heißt, den Zähler hat sind wir dort den Zähler nicht geschickt oder noch nicht geschickt. Hier ist ein neuer, der fängt an zu schicken. Und okay, da kann kommen dann ein LoRaWAN-Zähler irgendwie in der oder 2 oder 3 nicht schicken und dann plötzlich nicht anfängt zu schicken, weil die Situation ist nicht besser zu den schicken. Also in der Zähler, den den Tag nicht schickt, aus kann vorkommen, hängt ein bisschen von der Stärke vom Signal auf. Vielleicht, ich hoffe, dass ich ein bisschen im Timing sehe, vielleicht, den Stocken mal. Voilà. Vielleicht ein paar Differenziateure, ist wichtig. Wir sind Hardware unabhängig. Das ist für alle so im Function legal, ob es Hardware 1 ist oder 2. Wir passen als Lösung der Bösware und holen die Hardware für die Lösung und nicht Lösungen zu aller Hardware. Und als Lösung also auch nicht just für Wasser, das ist global. Wir sind natürlich, holen wir mal ein Privathaus, das ist logisch, das ist just von Wasser. Wenn ich über den Schulden interessiert mich für Strom, Wärme, Pelletsverbrauch, Wasser, da habe ich dann eben all Donnerien auf irgendeine Grafik. Wir sind, der dritte Punkt ist auch interessant, wir sind im Vorgeholt von der Basis aus Informatiker. Das heißt, wir können als Lösung den Besuch vom Clear aufpassen. Wenn ihr euch sagt, ich brauche noch ein Interfassage mit einem anderen Produkt oder ich hätte gerne einen anderen Ekro, können wir das machen, solange machbar ist. Muss man natürlich immer gucken, ob es machbar ist, können wir das machen. Wir sind Informatiker von der Basis. Wichtig, ein anderer Punkt für verschiedene Clears ist extrem wichtig. All Données sind zu Lützeburg. Wir haben die gehorsamen Tier vor.
Rechenzentrum, das höchste Sicherheit, den momentan da ist, da sind wir groß zu Lützeburg. Das ist alles bleibt zu Lützeburg. Lützeburg Firma, das ist mal lokales Sport. Das gebe ich mal so an die Hauptpunkte, die ich gerne unterstreichen will. Das war doch schon. Die ganz dicke Merci. Gehen nicht high frohen. Gut, da gingen wir 4 Uhr mit Herrn André. Für Sensus. Alles klar. Ja, guten Tag. Freut mich, dass wir uns hier auch vorstellen können mit Lösungen, die wir haben. Ich komme von der Firma Sensus. Sensus ist ein Teil der Xylem-Gruppe und ich habe hier mal aufgeführt, was wir darstellen wollen. Vorhin in der Ankündigung war die Firma Neuberg nicht erwähnt. Also Firma Neuberg ist unser Partner hier in Luxemburg. Sie waren da nicht erwähnt, aber wo ist Ferdinand? Ist er irgendwo hier? Ja, Ferdinand Konrad ist der Ansprechpartner hier in Luxemburg und Neuberg vertritt unsere Produkte und Lösungen hier. Also zunächst einmal Xylem Sensus wollte ich kurz einmal vorstellen. Smarte Wasserzähler. Die Frage ist ja, was ist das überhaupt? Wir haben das heute schon ein paar Mal erwähnt, aber da wollte ich dann auch unsere Produkte mal vorstellen. Smart Networks, Entwicklung der Zählerauslesung, weil wir fangen ja jetzt nicht heute an. Wir wissen aber, wo wir hinwollen, wo die neuen Rahmenbedingungen sind, von der mobilen Auslesung bis zur Migration dann zu einem Fixed Radio Network, also zu einer festen Auslesung, weil die Anforderung, die wir heute hier in Luxemburg haben, ist, wir können das nicht mehr leisten, dass wir zum Beispiel eine tägliche Ablesung in einem Walk-by machen. Das wären Sie die ganze Tag unterwegs. Das heißt, da braucht man eine andere technische Lösung, als sie bisher ja auch schon vielfach eingesetzt wurde. Also Xylem, wir sind eine große Gruppe. Übrigens, Xylem ist ein Begriff, kommt nicht aus der Medizin, sondern ist Latein und bedeutet, das ist die kleine Transportlinie, zum Beispiel in einem Blatt von einem Baum. Also Xylem ist zwar ein großes Unternehmen, aber wir beschäftigen uns mit Wasser. Also wir beschäftigen uns mit der ganzen Truppe ganz spezifisch und ganz fokussiert mit Wasser, Wassermessung, Wassertransport, Wasserbehandlung. Und wir haben insgesamt in Europa 8.200 Mitarbeiter, sind aber natürlich weltweit tätig. Ich selber komme aus Hannover. Wir haben also 3 Fertigungsstandorte, wesentliche hier in Europa. Das ist einmal Hannover, da werden wir die Zähler sehen, die wir dort bauen. Dann haben wir Ludwigshafen und zum dritten Staratura, also die Zähler, die wir nachher auch sehen werden, die werden hier in Europa entwickelt und auch gefertigt. Also worüber reden wir? Wir haben angefangen mit smarten Wasserzählern, also dass wir mechanische Wasserzähler hatten, die wir manuell ablesen mussten. Jetzt haben wir Zähler, die mehr Informationen liefern, die auch kommunizieren können, zum Beispiel per Kabel, gibt es auch noch, aber auch per Funk. Und was wir ja gemacht haben, und das wird hier in Luxemburg ja auch eingesetzt, da haben wir sehr viele Lösungen geliefert, dass wir also zu einer sogenannten Automatic Meter Reading kommen. Also die Zähler werden ausgelesen per Funk, und zwar in einem Walk-by oder in einem Drive-by. Und das ist etwas, was man machen kann, wenn man zum Beispiel jährlich auslesen muss oder vielleicht monatlich auslesen, dass man also wirklich das dann auch realisieren kann. Aber jetzt sind wir natürlich an einem Schritt, wo wir die nächste Stufe erreichen müssen. Das heißt, wir müssen die Zähler nicht mehr nur alle Jahre auslesen, sondern wir müssen die Informationen wesentlich häufiger haben. Und damit wollen wir natürlich auch einiges erreichen. Es wurde ja vorhin schon angesprochen. Es geht ja darum, ein Ziel zu erreichen. Wir wollen sehen, was passiert, Alarme. Wir wollen sehen, wie verhält sich das mit dem Wasserverbrauch. Wir wollen eine korrekte Abrechnung mit dem Kunden haben und wir wollen natürlich auch sehen, dass wir Leckagen schnell erkennen und auch beheben. Ich habe hier noch eine Stufe drüber gesetzt.
Smart Water Network. Ich habe vorhin gesagt, wir als Xylem sehen natürlich das ganze Thema auch mit Sensoren, mit Aktoren, also Pumpen und so weiter, also wo man das Ganze so vernetzt mit den ganzen Sensorpunkten. Und an der Stelle sind die Zähler dann auch Sensorpunkte, aber auch dann entsprechend steuern kann, also Pumpen, Wasserbehandlung und so weiter. Also insofern, das ist so ein bisschen die Evolution, die wir in Xylem sehen. Wir liefern heute im Wesentlichen die Zähler als statische Zähler, also ohne bewegliche Teile. Das ist aber kein Selbstzweck. Es klang ja auch bei einigen Kollegen an. Also wir wollen natürlich einen Zähler haben, der eine lange Lebensdauer hat, aber der auch über die Lebensdauer korrekt misst. Also die Zähler sind ausgelegt für eine Lebensdauer von 15 Jahren, inklusive Messung, aber auch Auslesung und sollen auch über diese 15 Jahre die Genauigkeit halten. Also wartungsfrei und auch im Jahr 15 ist die Genauigkeit des Zählers so wie im ersten Jahr. Und das geht natürlich mit mechanischen Zählern ganz, ganz schwer, da einen mechanischen Verschleiß. Aber mit statischen Zählern kann man das erreichen, indem man Alterungsprozesse kompensiert und so weiter. Also lange Lebensdauer, deswegen statische Zähler. Und natürlich haben wir damit erreicht, dass wir einen sehr großen Messbereich haben. Wir erfassen kleinste Durchflüsse und keine mechanischen Teile, Vibration, Temperatur, Schwankungen, elektrische Störungen. Da sind die Zähler sehr, sehr robust. Und hier nochmal aufgeführt, wir haben natürlich auch die Erfassung der Daten elektronisch. Das heißt, wir haben hier nicht nur einen Zählerstand wie bei einem mechanischen Rollensatz, sondern wir können viel mehr Daten auch sichern. Vorhin klang das an, also wir reden davon, Zähleralarme. Also der Zähler selber hat schon eine Intelligenz. Und das nächste, was Sie vorhin dargestellt haben, das nennen wir dann die Smart-Alarme. Also wenn ich die Information nehme, habe ich Alarme, die schon der Zähler bildet, der mir also sagen kann, bei dem Kunden passt es nicht. Und dann die Smart-Alarme, das ist dann der nächste Level, wo ich dann auch vergleiche, wo ich dann auch vielleicht eine hydraulische Zone zusammenfasse, bilanziere, solche Dinge. Aber die Zähler selber haben eben schon diese Form der Intelligenz und können also sehr viel Informationen auch schon darstellen, die dann übertragen werden können und dann auch verwertet werden. Das waren die Wohnungszähler oder Hauswasserzähler, die wir heute haben. Sie sehen, wir fokussieren uns wirklich auf die statischen Zähler. Im Großwasserzählerbereich haben wir das auch umgesetzt. Ich komme aus Hannover von der Fabrik, wo diese Zähler hergestellt werden. Also wir bauen seit 1843, also über 180 Jahre, Wasserzähler, mechanische Zähler und haben jetzt vor einigen Jahren angefangen auch mit diesen statischen Zählern, aber basiert natürlich auf dieser langjährigen Erfahrung und dass wir eben diese kurzen Wege haben, dass wir die Entwicklung und Fertigung in Deutschland haben. Also dieser Zähler ist auf dem Ultraschallprinzip. Wir haben mehrere Strahlen, sodass wir auch turbulente Strömungen durchaus kompensieren können. Also der ist unempfindlich gegen Vorlauf- und Nachlaufstrecke. Temperaturbereich ist, wie er für Trinkwasser vorgesehen ist, von quasi 0 bis 50 Grad und dann eben bis hin zu 70 Grad, Druckstufen und so weiter, wie Sie das kennen. Sie sehen, dass wir den in verschiedenen Nennweiten haben. Und auch da haben wir genau wieder viele Informationen verfügbar. Bei Lebensdauer ist der Zähler ausgelegt für 20 Jahre. Das heißt, 20 Jahre sowohl die Messung als auch die Kommunikation mit der internen Batterie. Bei dem Zähler sind auch optional Drucksensoren verbaut. Das heißt, wir überwachen sowohl den Durchfluss, aber auch die Temperatur und auch den Druck. Wir haben also auch Druckalarme, wenn der Druck unterschritten wird und so weiter. Also wir haben hier eine Vielzahl von Alarmen, die bereits vom Zähler zur Verfügung gestellt werden und eben auch die Werte, die Temperatur, der Druck, den ich dann wiederum auf dem nächsten Level mit verarbeiten kann. Interessant ist natürlich je nach Topologie, dass ich wirklich auch den Druck überwache. 10 Meter Wassersäule sind 1 Bar, ist nun mal so. Und da sieht man doch immer wieder die Themen, die dort mit verbunden sind. Also sowohl Durchfluss als auch Druck sind interessante Informationen, die wir dann speziell auch mit diesem Zähler zur Verfügung stellen. Gut, ich bin Produktmanager für Systemtechnik und der erste Grundsatz lautet, wer misst, misst, misst. Oder andersherum,
wenn wir Systeme haben, die nachgeschaltet sind, die vorhin auch dargestellt wurden in Software. Ich brauche erstmal eine sehr akkurate Messung. Wenn ich die Bilanzierung mache und die Eingangsmesswerte sind nicht korrekt, dann ist das ein Problem, weil dann kann ich bilanzieren, wie ich will, direkte Nachkommastelle, aber am Ende ist die Aussage nicht korrekt. Das heißt, wir legen wirklich großen Wert darauf, dass bereits die Messwerte, die gebildet werden im Messgerät, zuverlässig sind, auch über einen längeren Zeitraum, sodass ich, wenn ich dann die Daten weiter verarbeite, eine Basis habe, mit der ich auch korrekt arbeiten kann. Also ganz, ganz wichtig, wir fangen wirklich bei den Zählern an, dass die Werte korrekt messen, dass die Informationen korrekt zur Verfügung stellen und übertragen können. Deshalb diese Zähler, die wir heute im Wesentlichen in diesen Bereichen einsetzen. Und hier hatte ich das vorhin schon mal dargestellt. Das ist so ein bisschen die Historie von der visuellen Ablesung. Es gibt heute immer noch mechanische Zähler, aber wir haben uns auch davon getrennt, weil wir sagen, wir haben viel noch in Walk-by und Drive-by, aber es geht ganz tendenziell hin zu den festen Installationen, dass man also wirklich über eine Infrastruktur die Zähler ausliest und die Daten zur Verfügung stellt, einfach weil man die Daten häufiger haben will. Und da gibt es natürlich verschiedene Technologien. Ein paar wurden genannt. Hier sind noch ein paar mehr. Also es gibt Wireless M-Bus. Wir haben ein eigenes Protokoll, ZNSF. Es gibt LTM, LoRaWAN, WISE, NB-IoT, FlexNet. Also wir beschäftigen uns natürlich mit verschiedenen Funktechnologien und auch kabelgebundene Technologien. Letztendlich müssen die Zähler kommunizieren. Ich habe das hier mal aufgeführt. Also das ist eine Lösung, wie wir sie hier auch in Luxemburg ja schon seit vielen Jahren einsetzen. Das ist die mobile Auslesung. In der Vergangenheit wurden die Zähler manuell ausgelesen, aber wir haben hier und auch in vielen anderen Ländern einfach angefangen, dass man gesagt hat, wir installieren die Zähler, die Funken, die wollen wir auslesen und hier sehen Sie mal unsere Lösung. Das ist die sogenannte CIRT. Das ist so ein kleines Gerät, was man verwendet, was dann kommuniziert, zum Beispiel mit einem Smartphone, mit einer App. Und dann kann ich die Zähler auslesen, das wird dann übertragen an den Server und dann kann das weiterverarbeitet werden. Und wir haben ja vor, ich glaube, 6, 7, 8 oder 10 Jahren dann die Daten zum Beispiel auch in SIGI integriert. Also das ist die Lösung, die auch heute noch sehr viel eingesetzt wird. Aber ich sagte das ja schon, die Frage ist jetzt, wie geht es weiter? Wie können wir die neuen Anforderungen erfüllen? Und dann brauchen wir die stationäre Auslesung. Was wir machen, und wir setzen diese Zähler, diese iPad-Zähler ja schon seit vielen Jahren auch hier in Luxemburg ein. Wir können die Zähler, die schon im Einsatz sind, unsere Zähler, die iPad, man kann auch Zähler, die zum Beispiel Wireless M-Bus kommunizieren, dort mit verwenden. Also wir können migrieren von diesem Walk-by, Drive-by, wie wir es bisher hatten, lassen die Zähler im Netz und können dann Gateways einsetzen, um die Zähler zu empfangen, um die Daten dann per Mobilfunknetz zu übertragen. Also LTE, 4G, dann hin zu einem Server und können dann die Daten weiter verarbeiten. Hier haben wir unsere Software dargestellt. Also wir können im Grunde genommen einen Mix machen aus der mobilen Auslesung in Kombination mit der Festnetzauslesung. Also wir können loslegen mit den Zählern, die schon vorhanden sind, im Netz sind. Wir müssen also nicht die Zähler tauschen, um auf eine neue Technologie zu kommen, sondern wir können migrieren von einer Auslesung, wie sie heute ist, hin zu einer Festnetzauslesung. Und wir sind jetzt gerade dabei, mit diesen neuen Anforderungen, mit der Häufigkeit der Daten, diese Schnittstellen auch wieder zur Verfügung zu stellen. Wir haben mit der Software, die wir dort also wir können von den Gateways aus direkt die Rohdaten verwenden. Also wir haben integriert sogenannte Network Manager. Also es ist nicht unbedingt erforderlich, dass wir den Rest der Software von Sendus einsetzen, sondern wir können sagen, Gateway sendet die Daten irgendwo hin und dort werden sie dechiffriert, dekodiert und weiterverarbeitet. Aber wir können die Daten auch über das System Diabaso dann bereits vorverarbeiten, also diese Dekodierung dann durchführen und die Daten dann zur Verfügung stellen. Dazu haben wir dann verschiedene Schnittstellen. REST API ist ein modernes Verfahren, was wir dort anbieten. Aber wir können auch andere Verfahren dort anbieten. Und wie gesagt, für SIGI
arbeiten wir jetzt daran, dass wir also auch für diese Anforderungen die Daten dann sozusagen nahtlos mit weiterverarbeiten können. Da gibt es ein paar Projekte, die wir hier in Luxemburg damit auch schon fahren. Hier sieht man so einen Test, den wir gemacht haben in der Gemeinde Rösser. Da haben wir mal ein Gateway eingesetzt. Da sieht man, wie man das abdeckt. Wir haben dort ein Gateway an einem Wasserturm aufgebaut. Und hier sieht man ungefähr den Bereich, wie wir den dort abdecken können. Das heißt also, es sind die Zähler, die schon im Netz sind. Und hier sieht man an dem Hochbehälter oben dieses Gateway angesetzt mit 2 kleinen Antennen. Es gibt dann noch die Möglichkeit, andere Antennen einzusetzen, um die Reichweite zu verbessern. Aber da kann ich also den Schritt von, ich sage jetzt mal Walk-by, Drive-by zu stationär machen. Ganz simpel. Ich brauche also eine Kiste, ein Gateway, um die Daten einzusammeln und dann weiterzusenden per Mobilfunk zu einem Server. Auf der rechten Seite habe ich mal 2 Bilder gebracht, weil wir sind da ja durchaus auch anderswo unterwegs. Also ich habe sehr viele Projekte selber gemacht in Middle East, also zum Beispiel haben wir ungefähr 2 Millionen Zähler, die wir auslesen mit diesen Gateways. Da setzen wir dann auch nochmal spezielle Antennen ein, die auch eine größere Reichweite erzielen. Also das ist dann nachher so eine Optimierung, wo wir dann die Zähler auslesen und dann eben auch genauso weiterverarbeiten. Also das ist so das, was wir momentan hier machen. Und ich denke mal, es ist immer wichtig auch zu sehen, in welchem Umfeld bewegen wir uns, dass wir also dann auch die vorhandenen Assets, also die vorhandenen Zähler, auch verarbeiten können, um dann in Zukunft auch das weiter ausbauen zu können. Aber man tut sich ja schwer, von jetzt auf gleich alle Zähler rauszuwerfen und gegen irgendeine andere Technik einzusetzen. Also wir migrieren das so, dass wir vorhandene Zähler auch in unsere Lösungen einbauen können. Also hier sieht man, wie das dann ausschaut. Also wir können wirklich dann sogar einen Mix machen. Sie sehen, rechts ist nochmal ein Walk-by, Drive-by. Also wir haben wirklich auch Kunden, die schwierige Stellen mit Gateways ausrüsten, weil sie da einfach nicht hinwollen, weil das Fahrerei bedeutet und was auch immer. Aber trotzdem auch andere Bereiche haben mit Walk-by, Drive-by oder dass es eben Step by Step ausgerüstet wird. Also das können wir alles integrieren, sodass man also dann jetzt in die nächste Stufe kommt, ohne dass man irgendwas wegwerfen muss. Hier habe ich nochmal dargestellt, das ist im Moment auch interessant in den Bereichen, wo man nicht nur Hauswasserzähler einsetzt, sondern Großwasserzähler. Und ich weiß nicht genau, wie das hier in Luxemburg ist, aber in vielen Ländern ist es so, die Zähler, sie sind irgendwo in der Walachei, schwer zu erreichen. Da will man auch nicht großartig was aufbauen, um diese Zähler mit zu integrieren. Da gibt es also dann bei uns auch noch so Zusatzgeräte. Hier sieht man unten so eine Box. Die Box, die kann Wireless M-Bus, die kann Narrowband IoT, die kann LTM, die kann LoRaWAN, sodass man also auch zum Beispiel so einen Großwasserzähler, der irgendwo in der Transportleitung JWD ist, in die Auslesung mit einbinden kann. Also da haben wir dann auch Lösungen verfügbar, die dann nicht eben nur die große Fläche abdeckt, wo ich viele Zähler konzentriert habe, sondern die dann auch irgendwo abseits sein können. Genauso wie wir dann auch die Lösung anbieten, wenn wir zum Beispiel über Wohnungszähler, in Deutschland ist es ja so, da haben wir sehr, sehr viele Wohnungszähler und durch diese neuen Verordnungen, wo ja ein Mieter das Recht hat, monatlich, das ist ja in Europa, monatlich seine Verbrauchsdaten zu sehen. Da müssen natürlich dann auch Lösungen her, die über die Vermieter dann irgendwo initiiert werden müssen, um diese Zähler auszulesen. Also auch da gibt es zusätzlich noch Möglichkeiten, unsere Zähler dann auszulesen. Und hier sieht man so ein bisschen, wie das dann aussieht. Also das wäre dann wieder ein Cordonell. Wie gesagt, das ist der, wo ich sage, da will ich kein Gateway, da habe ich keinen Strom, nichts. Da kann ich so eine Box einsetzen und kann dann zum Beispiel über Narrowband oder LoRaWAN das Ganze übertragen und habe das dann wieder in der Plattform verfügbar und stelle das dann wieder zur Verfügung als REST API. Das ist für die IT-Leute heute eigentlich eine sehr willkommene Lösung, weil das ist sozusagen eine Fernsteuerung der Ablesung und auch in verschiedenen anderen Formaten. Und wie gesagt,
Auch da die Integration in Sigi, in andere Systeme haben wir dort verfügbar. Mal so einige Installationen, wo wir das gemacht haben, mit dieser Box, also Leipzig, dann in Polen, in verschiedenen Ländern. Ich glaube, hier haben wir auch mal was ausprobiert. Also es geht sowohl mit LTM als auch mit Narrowband LT. Also findet sich immer irgendwo eine Lösung. Und hier sieht man dann die Daten, die dann auch direkt verfügbar sind, schon in der Diavaso Software. Also man kann auch schon klein anfangen und sagen, schickt mir mal von einem Zelle die Daten und ich will mir die angucken. Also das haben wir eigentlich mit der relativ überschaubaren Diavaso-Lösung dann schon verfügbar, wo man dann zum Beispiel in dem Fall ist das hier Cornell, man sieht in Rot ich glaube, das war der Druck, und in Gelb oder ja, so komisches Gelb ist der Durchfluss. Also da sieht man jetzt auch, wie der Druck abhängig ist vom Durchfluss. Also wenn der Durchfluss hochgeht, geht der Druck runter. Also es sagt schon so ein bisschen was, wie ist der Zustand einer Leitung, die Kapazität in dem Bereich. Also an der Stelle haben wir so ein bisschen was an Lösungen verfügbar, aber wir haben darüber hinaus eben auch Analyse-Software. Ich sag mal, das ist dann Schritt 3, 4, 5. Also wir haben heute Systeme, wo wir dann komplette Analysen machen. Hier sieht man auch, das ist eine echte Messung. Hier sieht man den Zähler, den Cornell. Man sieht oben rechts mit Street View, wo der Zähler sitzt, links die Karte. Und hier sieht man links oben dann, der Zähler liefert eben den Durchfluss, aber auch den Zählerstand, den Druck, die Temperatur. Und wenn Alarme da wären, würden die hier so direkt angezeigt. Und unten sieht man das dann auch nochmal so grafisch dargestellt. Und das ist dann eben eine Plattform, wo man dann eben auch so eine komplette DMA-Analyse machen kann. Da ist KI drin, da ist dann Dinge drin wie Digital Twin. Also man kann das Netz simulieren, gucken, was passiert, wenn da eine Havarie ist, wenn ich da abschiebere, wie kann ich da die Bevölkerung noch weiter versorgen. Aber wie gesagt, das nur mal so als Ausblick, was wir dann darüber hinaus noch liefern können. Ich wollte nicht wiederholen, was auch die Vorredner hatten. Also viele Dinge sind ja da ähnlich. Ich wollte das so ein bisschen spezifizieren auf das, was auf meinen Folien war. Aber wie vorhin gesagt wurde, wir haben natürlich die Möglichkeit, noch Fragen zu beantworten und auch nachher in der Pause noch mal speziell auf bestimmte Punkte einzugehen. Dafür stehen wir zur Verfügung. Klaas-Jan Barnefeld ist auch dabei, wie vorhin schon gesagt, Ferdinand ist dabei und wir drei können dann gerne ins Gespräch kommen. Dankeschön. Vielmals merci. Wir gehen zur letzten Präsentation kommen zum Smart Metering, das ist vom Sigi. Wir sind ein bisschen in Retard, dafür ging es so, die 20 Minuten Pause machen wir einfach eine kleine Pause, die könnt ihr einfach das Kaffee holen, kurz auf die Toilette gehen, ein Bein vertrippeln und davor mal 4 Runden. Merci. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez compris, le Ziggy a un petit rôle à jouer aussi dans le smart metering, et c'est dans celui de l'intégration de données. Donc, comment ça se passe au niveau de l'eau? Donc, on est interfacé en fait avec l'ensemble des prestataires que vous avez vu passer ce matin. Ça sera le cas avec les futurs qui pourraient aussi arriver sur le pays. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est Zigfox, c'est LuxMetering, c'est les compteurs deal avec Elizar. C'est Zener que vous avez vu, il y a Clariance qui a démarré également il y a peu de temps, et Neuberg avec qui on est en train de travailler. Donc comment ça fonctionne? L'objectif principal, c'est de pouvoir facturer en fait les consommations. Donc on va récupérer en fait des index de façon quotidienne. Donc tous les jours, les fournisseurs vont nous déposer les données. Ça va être déposé, je vous passe la technique, mais sur un serveur FTP, ça peut fonctionner aussi par web service. La possibilité aussi de récupérer des valeurs horaires. Donc là, on ne parle plus vraiment de facturation, mais ça serait plus pour la détection de consommation anormale, de fuite. Et tout ça, ça se passe donc de façon régulière tous les jours. Toutes ces données-là, une fois qu'elles sont stockées sur notre serveur, dans nos bases de données, on va pouvoir les récupérer pour pouvoir faire une facturation derrière.
Donc la récupération, elle est automatisée, elle n'est plus comme elle l'était à l'époque, quand on fonctionnait par radio relève ou lecture manuelle. Il y avait soit des manipulations de fichiers, soit même pas de fichiers du tout. Donc là, on est vraiment sur une automatisation pour recevoir de façon automatique ces données. Donc la mise en place, elle se passe comment? Donc à partir du moment où vous savez déjà vers quel prestataire aller ou que vous avez passé commande auprès de vos compteurs, on a à peu près en moyenne entre 1, 2 jours, voire 3 jours au maximum d'accompagnement. Ça consiste à quoi? C'est des paramètres au niveau de GESCOM à faire, c'est une formation sur l'outil pour la prise en main, il y a des nouveaux écrans, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont mises en place et surtout, il y a une régularisation à faire au niveau, là je vais rester très GESCOM, mais au niveau des abonnements GESCOM, où il y a un accompagnement pour mettre à jour les nouveaux compteurs et régulariser la situation avec les anciens. Donc tout ça dans l'objectif d'avoir une facturation correcte. Voilà. Je vous ai parlé de consommation d'eau, d'index qu'on va récupérer pour facturer. On a également mis en place une application fixe et mobile pour gérer les compteurs d'eau, qui aujourd'hui est utilisée par les communes qui sont équipées de compteurs LuxMetring. L'idée, c'est de la faire évoluer pour que l'ensemble des prestataires, quels qu'ils soient, puissent remonter ces informations au niveau du système et que vous puissiez l'utiliser. Donc, tout ça, c'est matière à discussion. Vous verrez, le slide après, on va vous proposer également des workshops dont on avait déjà parlé en octobre, que ça se ferait sur 2024. On va se lancer sur 3 dates. Donc actuellement, cette application, elle fait quoi? Elle permet de gérer les compteurs en eux-mêmes, donc les imports automatiques, les différents attributs qu'on va pouvoir retrouver sur les compteurs, de faire le suivi des interventions sur le terrain avec les installations des compteurs. L'activation, ça c'est spécifique vraiment LuxMetring, il y a des notions d'activation pour pouvoir installer le compteur pour qu'il soit reconnu. Donc c'est des échanges avec les données LuxMetring. Toutes les potentielles anomalies qui pourraient être remontées sur les compteurs pourraient être remontées sur une interface commune qui engloberait, pourquoi pas, si vous avez plusieurs solutions de compteurs IoT et pas qu'une seule, seraient mutualisées en fait. Et tout ça, après, on va avoir effectivement des alertes, surtout, on ne parle pas forcément de fuite, mais de consommation anormale. Ces alertes-là qui pourraient être notifiées. Et là, on parle de compteur de fuite, consommation anormale, après compteur, donc côté citoyen. Rien ne nous empêche à l'avenir, effectivement, de travailler aussi sur le réseau en dehors des ménages, de chez les ménages. Il nous suffira simplement d'obtenir les données. Voilà, donc, demande de service, donc ça, c'est s'il y a une demande particulière à faire auprès de votre fournisseur de compteurs, on pourra relier directement la demande. Ce qui est en cours actuellement, on est en train de développer deux fonctionnalités supplémentaires mobiles qui va concerner la dépose et le remplacement de compteurs. Et on va ajouter des règles. Les règles, elles existent déjà, les règles de détection en fait de consommation anormale. Actuellement, on fonctionne sur un principe où dès lors qu'on n'a pas de consommation, donc on a une consommation à 0 sur 24 ou 48 heures, c'est entièrement paramétrable. Si on n'a pas ce genre de choses, c'est qu'on détecte une consommation anormale. Il y a d'autres règles qui sont totalement personnalisées, qu'on peut appliquer, par exemple sur des cumuls de consommation, sur des horaires que vous fixez vous-même. Voilà. Et toutes ces règles-là, elles peuvent aujourd'hui elles vont pouvoir, c'est à la fin du mois, elles vont pouvoir se combiner de façon à ce qu'on puisse vraiment remonter et aller au plus profond de ce qui est vraiment une consommation anormale et ce qui va être interprété comme une fuite. Alors pour ce faire, on a besoin il faudra qu'on travaille avec l'ensemble des fournisseurs qui sont passés tout à l'heure, donc on s'adressera à eux dans un deuxième temps. L'idée dans un premier temps, c'est de parler de cette situation-là, sur ce que on pourrait amener, ce qu'on pourrait faire pour faire évoluer cette solution et voir si réellement il y a des besoins, jusqu'où on peut aller. Donc on voudrait, donc la liste qu'on vous a mis, c'est un exemple, c'est des cas sur lesquels on a pensé, c'était pour donc intégrer tous les compteurs des fournisseurs autres que ceux de LuxMetring actuellement.
c'est de pouvoir fournir à tous ces prestataires-là la possibilité d'ajouter des algorithmes de détection fuite, dont je parlais tout à l'heure. Le dashboard, ça fait longtemps qu'on en parle. Je pense qu'on va pouvoir le mettre en place. En tout cas, on va pouvoir déjà en discuter. Et il y a cette fameuse discussion avec quelle information on va apporter demain aux citoyens. Est-ce qu'on pourra remonter ces informations-là, les consommations, les possibles fuites, les problèmes d'incidents sur les compteurs. Donc, tout ça, c'est vraiment un sujet qui est vaste, qui va même au-delà, quelque part, de la gestion des compteurs d'eau en eux-mêmes. Et on aimerait donc, sur les 3 dates que vous avez en bas, on va être avec mon collègue sur une des tables à droite. On va mettre un formulaire. On espère vraiment que vous avez envie de travailler ça avec nous, que vous allez participer et vous inscrire justement sur une de ces 3 dates-là. Ces dates-là, on les a fait en fonction de chaque fournisseur. Je pense que c'est un peu plus simple, en sachant qu'actuellement, il n'y en a que 3. Les 2 autres, c'est un peu plus récent. Donc, évidemment, les communes qui sont équipées de ces compteurs-là seront aussi invitées, mais dans une deuxième phase. Voilà. Donc, si vous souhaitez nous joindre après, on sera disponible à côté et avec plaisir. Ein grand merci Stefanie et Sigi. Voilà, wir gingen eine kleine Pause machen, außer wir noch Fragen. Sonst machen wir eine kleine Pause und wir feiern auf 11. Von mal 4 Runden. Merci. Ich kann mal gerne das Ding an der Seite raus. Nee, ich finde es gut. Ich finde es mir hat nur just die Größe der Situation, dass du sie hier Als wieder ist Zeit, dass in wenn die das Seite am Zeitpunkt. Wir machen eine Webex, wir holen dann von alles, wie frei gewisse wird, mit mal schneiden. Ja, aber das geht. Ja, muss Weil gucken, wenn nicht, das ist nicht schlimm. Ich finde schon ein bisschen mit dunkel gemacht. Okay. Das war nicht gesagt. Das finde ich noch einfach drüber. Also man muss, du glaubst, wie es war, jetzt geht es auch wieder aufs Drüberleben. Schick mal einfach ein Mail, mal ein Slide, Ja. oder dann brauchst du noch, dann guck mal. Ja, machen wir das. Wenn das mit geht, dann so, okay. Okay, merci. Ich danke dir, Sie haben können schwierig, glaube ich. Schwierig, richtig verstehen. Ja. Madame Kap, so durchschwärzen. Ja, Filme, ja. Ja, absolut. Ja,
No, die Schule hat sie doch kein Angst. Ganz klein Gaude, aber du Quatsch, weil sie war alles. Ich weiß noch nicht.
Entschuldigt, ich ging dir später so los, aber sicher einen Platz zu holen, dass man die letzten Teile noch fertig kriegt. So, wir gingen da 4 fahren. Von der Wannischkliff kein Platz holen, dass wir 4 kommen. Die hat Möglichkeit, dann noch für Mittag noch ein bisschen an Diskussion zu kommen. Tschüss, dass wir fertig gehen. Voilà, also als nächstes Thema, wir werden noch 3 Klangthemen, das dauert doch nicht so lang, versprochen. Wir gucken, für kurz noch mittig fertig zu sind trotzdem. Als nächstes Thema werden wir Glaswasser gehen, das ist Herr Laurent Masser vom CGDC, entdecke merci und hin. Voilà, ganz Glück.
War gut mir aus noch mein Nummer Flora Masse, ich sie beim CGDs responsable für präventiv Brandschutz. Und du fällt daneben noch Thema Löschwasser dran an du hast natürlich bei der richtige Publikum. Dafür auch merci interagiert, dass man der von Heisen schmengen das ist relativ viel. War das Thema mit dem ich kommen, das sind nur eigentlich echt so Rekurrenzsujeten, die mir dobausen begegnen. Das heißt, mir lo von Büro d'études, von Bauherren zu kreieren. Und ich wollte einfach mal dir stehlen. Das heißt, wir sind am Gangen, als du Gedanken zu machen, wie man in die Sache umgehen. Und dafür ist es vielleicht auch interessant, denke die Probleme mal uns zu schwätzen und dann noch zu gucken, wie dir die Sache sieht, was dir du vielleicht als Retour hat. Aber dir ist, du könnt man auf den Weg gehen. Aber für uns fängt über die aktuelle Situation, wo man du einen Text haben, so die Probleme, die wir rumkommen, Propositionen, die mir hun eventuell kennen den Text ausschaffen, wohin die Sache können bisschen zusammenfassen, dass das landesweit ein bisschen ähnlich wird, wird für uns immer interessant ist. Und da, wie gesagt, von die eventuell frohere Macht genug, stehe gerne auf den Weg. Aber die Texte in den vielleicht ein bisschen am Sujet erst, die kennt die Termen 1501, 1502, 1503, das sind dann für sich Texte, die eine Termsnummer, die innerhalb von der Pumpstelle zusammen ausgeschafft, zusammen mit der Term, und die noch zusammen appliziert. Aber es ist so, dass für knapp 6 Jahre, als die CGDs auf den Plan kommen, dass für 6 Jahre gegründet gehen, und da uns merken wir eigentlich die Situation für darüber entsteht, dass allgemein hier ein Korb hat, weil man einen großen Korb. Das heißt, wenn du baust im Terrain, zum Beispiel Probleme kommen mit der Löschwasserversorgung, kriegen wir die zentral zugedrohen. Das heißt, wir kriegen die Informationen mal ran, weil aber auch dabei könnt, bis vor der Kreation vom CGDs gouf an der für sich die präventive Brandschutz nicht so flächendeckend sichergestellt wie die Haut der Fall ist. Das heißt, Haut kann in einer für sich auch an einem Dorf, wo es ist, der kein Präventionist hat, kann trotzdem nach wie kreative bei, einfach weil der Moment so aus dem Bereich steht dann überall. Aber die ganzen Texte stehen nicht weiter darüber an, dass im großen Webmann für sich Haut schon akzeptieren, als Wasserversorgung für uns Gefährt. Ich meine, da könnt ihr die Sache nur lesen. Dann ist auch, dass man gerne PHP hätten, ich meine, im Moment aber ein großes Sujet, wir merken, dass man da viel sollicitiert gehen, dass man auch natürlich an den PHP gerne Wasser dran hätten, dann, dass die Wasserreson an für sich da sind, für uns Wehen zu alimentieren, oder das hängt ein bisschen davon ab, vom Alarmstich, wo die Wehen, mit denen wir auf Platz kommen, die nicht unendlich Wasser dabei. Das heißt, dass die Wehen, die uns 2000 Liter, bei jeder Alarmstufe, und das läuft kleines als Jean Kameinbrand oder ein Auto, der brennt, dass das Mollet wohnt, das heißt, du sind noch 2000 Liter limitiert, das sind mit großen Sachen, der Stuhlbrand, da kommen noch mal 2 Tankfäden, mit 2 Litern, das heißt, nur noch mal 4000 Liter. Wenn ihr nur bedenkt, dass ein Land zwischen 235 und 400 Liter Minute braucht, dann ist er relativ sicher mit dem Wasser, was die selber mitbringt, N, sodass wir einfach eine Löschwasserversorgung angewiesen sind, wir können einen Brand wirklich effikaz zu bekämpfen. Aber da gibt es noch ein anderes Sujet, da kommen schon ein bisschen darauf zurück, das sind Privatresoen, das heißt, wenn ein größer Sitten hat, das sind noch hauptsächlich die größeren Agglomerationen oder Industriebetriebe, da die ganz oft private Reso Sit gehabt. Das nicht mal, dass es immer schwer geht, da kommen schon später ein bisschen drüber an. Aber die Texte, sie werden zu sehen, ich meine, das steht da dran, das steht schon relativ lang dran, das was da steht. Das Problem ist, wie gesagt, dass man einfach, indem man die Texte viel mehr von Pumpschisseite aus benutzen, auch merken, dass sie nicht überall gut sind. Da sind noch keine Texte, die ein ausgeschafft sind, nachher immer gut sind. Natürlich müssen wir die Termen laufen, am Gang wird sie überschaffen. Das heißt, da kommen auch laufend Neuerungen dran. Weil da sind ein bisschen Distanzen im privaten Reso. Etwas wird ganz so ein Problem war, und da kommen wir direkt drauf, dass an für sich, dass an den Texten 40 Meter Küb pro Stunde verlangt, die während 120 Minuten, und das bei 2,5 Bar. Und da guckt man immer als Retour, dass das mit den 2,5 Bar nicht möglich ist. Und ich meine, das selbst hatte ich schon selber wie aus meinem ersten Beruf, Lützeburg ging eben Wasserresoen mit Hilfe von dem Arbeitsblatt wie 405 berechnet, da steht 1,5 Bar. Und ich meine, das ist auch etwas, was mir als bewusst sind, und das ist auch so, dass wenn wir irgendwo in einem Text stehen, was nicht funktioniert, wo wir immer müssen Derogationen drauf gehen, nicht kein Wert, dass es da stehen bleibt. Und dann nicht durch kein Wert, dass wir irgendwo einen anderen Wert sicher gehen, da muss man den Wert holen, den du hast. Und ich meine, das ist einfach der Wert, den du dann alle gut kennt, den im Zusammenhang mit dem Tableau du hast, und da froh man einfach nur das, aufhängig von der Situation,
Erder 40 Meter Küb, 96 Meter Küb, 190 Meter Küb, aber eben bei 1,5 Berg. Das wat Lodobau schon so umgesät gëtt, einfach weil Käse nicht da beizubauen funktionieren. Aber das war mein echte Problem. Der zweite, was man regelmäßig begegnet in der letzter Zeit, hauptsächlich bei großen Wohnquartier, wo Inseln mal drauf sind, das in einer für sich kein Hydrant mehr auf privaten Terrain kriegt. Selbst als das bei großen Industriebetrieben, wo man für sich bislo immer irgendwie eine Leute auf der Seite hatte, wo man da konnten, an Aufstellen von 80 bis 100 Meter auf den Hydrant zurückgreifen, das wird immer kompliziert. Aber das für uns ein grosses Problem. Ich verstehe aber auch, dass das von hier aus ein Problem wird, sie für die Sachen nach zu assurieren, für das selbst hat man mitgebracht tun. Für uns ist einfach das Problem dass wir aber so wen eng definiert Schlaflenk tun. Das heißt, wenn denke so wohnen über Land beginnt, die haben so kleine Wähnchen drauf hängen, auf dem Wähnchen sind 100 Meter Schlaf drauf, und das geht halt eigentlich stur für gut so von einem Hydrant auf den Wohn zu alimentieren, und das geht auch relativ sehr. Warum wir natürlich schon das Problem haben, dass man auf private Sitten nicht mehr unbedingt Wasser kriegen. Da geht man den 100 Meter so lang nicht mehr durch. Da muss man erst etwas aufhalten lassen, was natürlich immer auf Kosten von der Effikazität geht, weil da braucht man einfach nicht lang. Und das sind einfach von den Problemen, die man auch regelmäßig eben darauf begegnen. Ein weiteres Problem, und den hängt dann für sich, das bei Familien, wenn den lo den zweiten oder den dritten Problem, den mir eigentlich schon, dass das Orlo gefangen wird, doof dann zwischen Hydranten mir groß zu machen. Wie gesagt, wir haben als 100 Meter umwohnen. Mit den 100 Meter, das ist so ausgelöscht, wenn in Tisch 80 und 100 Meter Distanz zwischen den Hydrant tut und wenn Hydrant gut ist, da können wir da die Fabrik mit den 100 Meter, das kriegen wir hin, da können wir den nächsten hören. Das ist nicht der Fall. Da gibt es eine richtig alte Geschichte, weil da muss man auch Schleichspuren, die am Wohnen leihen, die für andere Sachen gedurcht sind. Natürlich, das ist eigentlich gedurcht für die Strecke Wohnen bei Gebäude abzubauen, und da verlieren wir die Meter do, inklusive der Zeit, die natürlich dort. Das Problem ist dann auch natürlich stehen, wenn die Hydranten wie weit aus der Nähe kommen. Wir müssen wie weit Schleich leeren, an denen Schleich als Reibungsverlust, da kriegen wir irgendwann ein bisschen den Konflikt mit dem 1,5 Berg, den du hast. Das heißt, auch das möchte das Leben nicht unbedingt nicht einfach. Dann denke ich, wie gesagt, die Wasserquantität, die wir mitbringen, die ist auf 2000, 4000 Liter limitiert. Wir merken aber, dass teilweise noch das kann ich nur vollziehen, das verstehe ich auch, dass Diameter von den Leitungen mit kleinen Gemäßen einfach für keine bakteriologische Pollution dran zu kriegen. Das alles nur zu vollziehen. Das Problem ist, dass wir dann natürlich dann noch mal Wasser zur Verfügung gestellt kriegen und dann natürlich nicht mehr so effizient können löschen an Wasser, je nachdem, wie ganz weit muss es sich. Das kostet natürlich schon Zeit. Und dann haben wir auch gemerkt, wie gesagt, weil man an der für sich nicht mehr das punktuell gucken, mit die Retouren einfach vom ganzen Terrain zurückkriegen aus dem ganzen Land, wo die natürlich auch Behälter, die relativ klein sind. Auch das kann ich nur vollziehen. Ich wollte auch an der Zeit keine große Standzeiten am Wasserbehälter, aber auch das möchte ich remise. Das heißt, du kriegen wir da wahrscheinlich nicht die nächste Wasserquantität, die wir über eine Zeit brauchen, vorbei. Und du hast eben das mir als können vorstellen, ja, wo wir wahrscheinlich nicht da lernen kommen, dass sie lokal mal Wasserreserve vorgesetzt. Ich meine, du gehst mit flott an die Deuerlesungen und noch teilweise nicht so flott an die Böllischlesungen. Die nur längst, das zum Beispiel wie auf der Erdbergschum, du leidest schon so ein. Das enthält mehr Platz, dann können eventuell am Boden mit der Dach bringen. Für uns ist das Problem aber immer dass du hast mal Zeitverlust verbunden. Und das aus dem Grund, wenn wir heute auf Platz kommen, wenn wir einen Standrohr oder wir im Idealfall Niverflöhe dran, bevor wir bei, wir schließen als man da diese Schleich hin, wir drehen ab, und man kriegt Wasser an den Wohn. Wenn wir das so machen, man muss nur sauber gehen, das ist viel mehr aufwendig. Erstens mal sind das nicht flexibel, Schleich, die irgendwie am Bau leben, dass ihr gut bei der Kamion könnt, indem du mal da fährt, die muss ganz präzise fahren, die Fleisch müssen da gehen, wir könnten auch nur auf 4 Gang, das ist etwas fährt, das immer um Kosten von der Zeit geht und natürlich dann noch von der Effekazität. Das hat mir ein Spiel gesehen hatten, dann sprengen du waren wir schon auch mit der AG, ein bisschen Diskussionen noch schon mit verschiedenen Büroetüden und Rolli so,
dass sie vielleicht Guide ausschaffen, wo das vertraut an den ITMs-Text da steht, aber effektiv nicht unbedingt gut für die Pumpmaschine oder adaptiert für die Pumpmaschine ist. Das gebe ich schaffen, der dann einen Text besser zusammen schreiben, wann nicht genug Wasser du hast, was möchte den dann mit einer ganzen Reihe Punkten, den sich Stück auf hier stellen. Ich meine, wie Dünnsöl von den Barkreis, also Point du immer ein Hydrant, ein Lieferhydrant, ein Mussaugstell, sie hat dann ein natürliches Gewässer, sie hat an einem Bassin. Wie weit dürfen du durch an der Tisch sind, muss ein festgelöst, die WNDB für eine Nutzung, dann Disponibilität, respektive Viabilität von den non Gewässer hält, ist dadurch immer disponibel. Wenn ich über mehr am Dorf gucken, wenn es da am Winter brennt, das ist kein Problem, da können wir in den Berg gehen, und am Sommer ist das eine ganz andere Geschichte. Da kriegen wir keinen Dripsreis, weil das kein dran. Und dann natürlich auch die Accessibilität, wie können die bei, kriegen wir das proper hin. Das ist für uns auch ganz wichtig. Wir fangen noch eins zu Hydranten, die stehen wieder in der Mauer, da kriegen wir sie am Schlüssel ganz schlecht, und uns abgedreht. Auch das sind für uns Probleme. Und dann natürlich auch, wie die ganzen Sachen du kannst signalieren, dass ihn so rumfällt. Ja, weil ganz oft an Symbols, das für uns ganz unpraktisch, unter Hydranten, wann die irgendwo Leute, wo sie nicht gezeichnet sind, können am Wand da hin, steht dann auch vielleicht den Druck davon, den sagt. Das ist für uns ein relativ großes Problem. Aber die Guiden, das sind Sachen, die gibt es am Ausland, das gibt es in Frankreich, das gibt es in Deutschland, das gibt es in der Belgien, die auch relativ guten Text, in der kurzer Form relativ gut zusammenschreibt, das möglich ist. Und das ist einfach die Idee für Lo, auch irgendwie so etwas zusammen auszuschaffen und das dann auf den Weg zu bringen, und der Hoffnung, dass das dann auf der Welt nicht gesagt wird, weil das alles wirklich das Leben viel vereinfacher geht. Voilà. Ich habe direkt gesagt, ich gebe mich kurz halten, oder so. Schon ein Wunder, vielleicht mehr Sachen dazu zu sagen. Ja. Ja. Ich ging nochmal so, heute ich das Schalter setzen. Schalter setzen, ich meine, wir hatten noch, das geht das Leben auch viel vereinfachen, dass durchschwätzt. Wir hatten bei den Gemengen das Wasser so nur gefroht, respektive Hydranten. Wir sind da an einer Testphase, das heißt, intern haben wir selber ein GIS-Programm, Leute, die auf dem GIS-Programm arbeiten, das heißt, das bleibt alles bei uns am Haus, und da sind wir am Gang hier in der Stadt, mit den die hier rausfuhren, eine Testphase zu machen, dass die an und für sich die Punkten, Wasserpunkten auf ein iPad geschickt kriegen. Das heißt, die kriegen die Informationen. Da sind wir so weit, wenn wir das einfach budgetisiert haben, dass wir das dann auch an klappt, wie es soll, dass wir das flächendeckend können machen. Da kann ich natürlich auch auf eine andere Solution gehen. Aber wie gesagt, für den Lo vielleicht haut klappt es nicht unbedingt nach dem GPS in die von auswärts können, weil das nämlich halt auch die Möglichkeit, ne, wenn halt den Nekor auf der Autobahn steht für ein Accident, für den anderen Korduiner oder einen anderen Kor, ein anderes Histuiner, ja, die kann sich nicht unbedingt aus, das heißt, wie den als Schilder im Sinn. Ja. Ja. Das ist aber nur der 4 Teil vom CGDs, weil du geht das da zentral gesammelt, aber wenn das mit den iPads nur funktioniert, und das sieht im Moment aber gut aus, da gehen die Gefährer da und immer da equipiert, und dann ist dann für sich egal, wen du hin kannst, weil die kriegt immer die Informationen da geschickt, und dann können die dann die Moment auch nutzen. Du bist immer am Gang, das ist etwas, was nicht mehr ewig dauert. Das war auch die Idee eben für die Trinkwasserregion zu kriegen, für das du können wir da fließen zu lassen, für das daneben zu fahren. Da Mensch gibt mir sogar ich das selber machen, also die hat er auch schon. Also bei uns ist es so, wir haben immer Lokalpumpstellen. Und das wird auch so bleiben. Noch mit denen sind wir in Kontakt. Das heißt, wir können über die Pumpstellen, die wir noch haben, die Sachen durchfassen, und die können wir dabei am Gieß andrücken. Das ist kein Problem. Voilà, also das geht. Die sind noch relativ reaktiv dabei, das klappt relativ gut.
Da wird das schon ein bisschen vorgestellt, dass das wo Manchester am zweiten Schlag gedogen, dann recht hallo und der. Du göttet den gesamten Wies an den Link. Da können du drauf klicken und dann können direkt die richtige Platz von den auf der Ersatzplatz ist. Und das geht mehr weit einschätzbar, sprengt der Teil ein bisschen. Das geht nicht lang Wasserversorgung, mehr für so manche Gebäude an erleben wir auch kleine Fischen, wo man direkt gesehen, wie wird das Gebäude genutzt, wie eine Belebung ist an dem Gebäude, sind immer Leute an dem Gebäude, das heißt, das kann zeitgleich da mal durchmachen. Das ist auch da sind wir am Gang, die Sachen dran zu bringen, das beschränkt sich nicht rein auf Wasserrese, das geht viel nicht weit, das geht bis zu Ersatzdokumenten für die Pumpschirme. Die machen mir selber, das also eigentlich für die Pumpschirme gedurcht. Das ist auch sinnvoll, dass die Internet schafft. Das ist eine Person, die schafft das aus, die geht bei auf der Seite, die möchte Gespräche mit den Leuten, die an dem Zustand sind, am Exporter. Das geht an ein Excel-Maskau da gedrohen. Daraus gibt ein Word-Dokument gemäht, als PDF aufgespeichert, validiert den dat und dann ist das Dokument disponibel. Auch das geht ganz sehr. Das ist nicht, dass ich muss ein Copy machen an die überall schicken, auf vorbei, das geht dann auf jeden Fall so relativ sehr. Gut, wenn man keine frohe Mute, also ich will uns merci. In decke Merci dich. Was sonst noch froh wären, ihr wisst ja auch, wo der fand. Megi für 4 Uhr mit Ökonomie do, das ist ein kleines Kapitel, wo man halt primär über den Tableau de Fruit schwatzen. Ich meine, da, wo man mit dem Audit, weil rundherum waren wir da am Kader vom Plan d'Echantillonnage, weil die Tableau ein bisschen erklärt. Wir hatten noch ein Webinar am Oktober, letztes Jahr, just über Fruiten, Tableau de Fruit, was da die Obligationen sind, die kommen für uns wie ich. Und dafür wollte man heute kurz drauf zu schwarze kommen. Wenn der mehr Informationen braucht, kann der das auch über das Internet sieht, vom letzten Webinar, respektive das wird man heute abholen oder ihr könnt das einfach aufrufen und eine Mail schreiben. Just ganz kurz dafür drunter reinkommen, wenn die Saison geht wegen von uns, also denke ich, halt mal Tränen, wenn es mir warm geht, dann letztes Jahr hatten wir 23, hatten wir verschiedene Just Bonne Pratik rausgeschickt. Einmal hatte man so 8 Kommuniqué und ihr als Gemeinde rausgeschickt, noch ein Syndikator, wo man kurz erklärt haben, wo ich kann drüber passen. Einmal für die Leute draußen, aber auch einmal für Gemeinden intern, wenn die zum Beispiel mit einem Wohnnetze geht, wo das Wasser aus einer unbenutzter Quelle der Bohrung hält, die vielleicht dumm markiert, dass das Kind Trinkwasser aus so Justen, wo ihn Leute doch kann, weil das oft ein Thema ist, wo sie so und gemein geht, gerade wenn man das im Trinkwasser an den Terranetzen, wo ihn du vielleicht kann ein bisschen sensibilisieren, dass die seht, wir holen zwar Wasser mit, das nicht unbedingt Trinkwasser. Da hat mal Kommuniqué rausgehen, da tun wir auch noch immer alles, wenn ihr andere Redner hat, auch für das Jahr, wir können das Jahr rausschicken. Wir hatten noch einen Flyer gemacht, Agissons Ensemble, und das sind so kleine Gesten, sowohl am Sommer wie auch eigentlich am Alltag, die ich kann anwenden. Auch da, wenn der geplant wird, für den Sommer am Gemeindebund eine Seite zu machen, die könnt ihr gerne bei uns melden. Ihr findet alles im Internet, seht, ihr könnt das auch einfach eine Mail machen, dann schicken wir Dokumente dann raus. Und das letzte, was wir letztes Jahr rausgehen hatten, das waren Consignen, verschiedene Gemeinden holen nicht, weil bei der Autorisation, wenn ein Piscine gebaut wird oder einfach ein neues Haus gebaut wird, wo sie weil an Autorisationen dabei lehnen, das sind so kleine Consignen, wenn die privaten Beheim unbedingt einen Schwamm will bauen, so ein bisschen so, wo geht Wasser an einer Schwamm raus, was sie kleine Jaste, wo ich kann drüber passen, dass den Wasserverbrauch, respektive Verdunstung, so gut wie es geht, eben reduziert. Auch das von dem Internet sieht oder eben von der Eisbrot. Dann, wie gesagt, zu den Fruiten, wo könnt das eigentlich hier, wieso schwarz man da drüber, das Ganze könnt aus der EU-Direktiv, wo eben festgehalten wird, dass alle Trinkwasserfournisseur eine Evaluation für seine Fruiten am Reso muss machen. Das wird bei uns transposiert und als Trinkwassergesetz, was hier seit letztem Jahr in Kraft ist. Für die habe ich Text da dran geschrieben, wenn ihr interessiert, kann das lesen. Am Resümee ist es eigentlich so, dass ihr als Trinkwasserfournisseur darüber gehalten seid, ab 2024, für die ganze Periode 2024, eine erste Evaluation zu machen von euren Fruiten am Reso.
Dir muss das nächstes Jahr im Juli für dich du neues reportieren. Das heißt, den 1. Juli 25 muss Jahr 24 bei uns rauskommen. Wir sehen noch gleich, wie ein Tableau ausgesagt. Wieso machen wir das? Ja, den ersten Rapport müssen wir 26 Kommission machen, also sie werden 28 so Aktdelegiert rausgehen. Das ist nicht, dass wir es heute sie fixieren, wo sie drauf schreiben, dass ein Trinkwasserversorger ändert, ich weiß es nicht, 15%, 12% Quitten am Reso muss sein. Wir haben im Moment noch kein Säu, aber dafür wollen wir eben irgendwen hat es für drin am Kader vom Smart Metering, weil gesagt, der wichtigste Punkt ist für all Wasser, was genutzt wird, zu kontabilisieren. Da den mal wenigstens, dass den O non fakturé, den am Moment an dem Trinkwasserpreis immer schön draufsteht, dass da doch wirklich just nach Quitten sind und nicht irgendwelche Wasser, was einfach nicht kontabilisiert wird. Und dafür die Gemengen, die über dem Säu wären, 28, muss dann eben ab 2030 so Plan d'Action gemacht gehen. Weil man das so gut wie es geht vermeiden, sind wir eben weil drin, die Quittentabellen auszuschaffen und eben auch da einfach mal auch für ihr wahrscheinlich schmaler wird, weil teilweise für ihr Gemeng, ob eine andere weiß, dass ihr wisst, wo da dort drin sitzt, mir einfach für mal zu gucken, wo man flaschendeckend, wo man die Quitten drin sind. An der EU-Direktiv auch an diesem Trinkwassergesetz steht dran, dass die Methode, die in muss Hölle für zu rechnen, nur einem an diese strukturell soll umgesetzt gehen, den ILI oder IAWAS, den hat ziemlich viel Parameter, wo der viel Parameter braucht, für das Ganze zu berechnen. Dafür sind wir am Moment auch an diesem Quittentableau, den wir gesehen, gehen wir ein bisschen davon auf. Wir wollen nicht, wie gesagt, Grundidee aus all Wasser, was genutzt wird, soll kontabilisiert gehen und dann ganz einfach durch eine Rechnung, was kriegen wir ran, was gehen wir raus, die Differenz sind Quitten. Das ist im Moment nicht da nicht das, wie das, was wir probieren, mal umzusetzen, ohne auf die komplexen Quittenindex zu gehen. Für die Gemengen, die das schon können, die all die Donnen haben, die dürfen das gerne machen. Für die anderen, guck mal an unserem Quittentableau, wie das ausgesehen. Ich denke, viel von euch kennen Wahl oder Hunde Wahl gesehen. Ich mache ein bisschen mehr klein, dass das Blatt ein ganz gesehen. Just bitte so, was brauchen wir einmal am Jahr? Das tote Blatt. Also, wenn ihr das bringt, das ist ein A4-Blatt. Aber was für Informationen stehen da drauf? Jetzt gesehen da eigentlich, dass wenn die 2-3 Jahre ausgefüllt hat, da sind das einfach Diagramme. Das heißt, dass für euch Info, wo da steht, wie der evaluiert. Bei innen haben wir ein kleines Dokument, was ich gerade gesagt habe, wie funktioniert das an der Formel, was sind eigentlich als Frieden, das eben, wie man so nicht einig, dass wie, was kaufen ich an, was produzieren ich, was verdienen ich oder brauche ich, und die Differenz, die du rauskommst, das sind eben Frieden. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Voilà, das ist am Anfang Infos, die am Blatt stehen, und das, was wir brauchen, das sind die heutigen Donnen. Was sind die heutigen Donnen? Ich meine, denke ein bisschen groß, da habt ihr es gesehen. Es sind am Anfang 10, ich meine, es sind 10 Valore plus minus, die ausgefüllt müssen gehen. Das heißt, einmal brauchen wir eher Konsumation total. Was verstehen wir da drin? Da kommen Heinz, wenn wir Auditen hatten oder auch Plan d'Echantillonnage, kommen bisschen zu Malentenduen, wo Wasser hingeht, was vom Konto aufgelesen wird. Die 100 als Wand verstehen, es soll aber eigentlich an der Konsumation. Das heißt, den ersten Punkt, Konsumation, was auch Compteur d'eau potable, das ist das Wasser, was dir verkauft als Gemeng und alle guten Abonnenten. Das heißt, das ist nicht hier nach dem Punkt Wand. Wand ist wirklich just, wenn dir ein Teil von ihrer eigenen Produktion nach und einer Gemeng oder weiterverkauft. Das ist Wand, respektive Syndikat, gut, ein großes Wand und hier Members-Gemengen. Dir als Gemeng, wenn dir just und Klienten, also Menagen an Landwirtschaft verdeelt hat, als hier in dem Volley-Konsumation. Dann die zwei wichtigen Volleyen auch, das ist ein das Service Réseau und ein den Eau potable non comptabilisé. Das alles als Konsumation. Was verstehen wir an der Service Réseau? Da haben wir auch den Anglais A2, haben wir hier mit dabei gesagt, was das ist. Das ist zum Beispiel immer am Kader vom Möglichen. Wenn der wisst, dass ein CGDs eine Übung möchte in einem Hydrant. Ich weiß, dass das kompliziert, weil ich nicht immer Bescheid gesagt kriege.
Et kann ihr nicht schätzen oder wann der et wisst, da könnt ihr die Sachen abschreiben. Das nämlich, dass von der Fußballsterra netzt auch do konnte drauf holen, wie viel Wasser da rausgeht. Von der Fontäne für die Gemeinde dann der Gemeindestone hat, auch do am besten, das ist immer das nämlich, überall do, wo Wasser rausgeht, einfach konnte sitzen. Genau, auch von der Putz, von der do Wasser benutzt, konnte, dass das Wasser irgendwie kontabilisiert wird, respektiv von der App es immer rummacht, kann der auch reinkommen, der mobile Konto zum Beispiel schätzen und dann wird einfach immer an den Tableau androhen. Also die muss ich nur, das ist kein Sisyphus-Arbeit oder Alkeas wie bei den Purgen oder so, das geht nur, wenn ihr das plus minus andreht. A Punkto Purgen, da sind wir beim dritten Volley, den eau potable non comptabilisé. Das ist auch den Anglais A3, den wir da geschrieben haben. Auch da haben wir ein Beispiele, wenn da zum Beispiel ein Behalt reputzt, von der Desinfektion, wenn der Spule geht, an Erläuterungen, oder auch eine Analyse von Chlor, je nachdem, wie viel Wasser da durchgeht. Auch da immer den Daumen gepeilt. Das ist nicht viel, wenn der vergisst. Ich meine, das mischt okay riesen Unterschied. Es kann einfach Quantität tun. Soll ihn einfach probieren, so viel es geht, alles zu kontabilisieren. Voilà, das ist die Volley-Konsumation. Dann hat man die Wand. Da sind da ganz viel von ihr nicht betroffen. Das ist eben alles das, was eben an Gemengen, Nopisch-Gemengen oder von Syndikaten und hier Gemengen verkauft wird. Dann die Volley-Produktion eau potable, also auch Selbstmormel, das ist das, von dir Ressourcen hat, das, was dir produziert. Das kann dann die Volley. Und den Achat ist natürlich das, was dir erkauft. Wenn dir in einem Syndikat hängt, das, was der und das Syndikat, was da erkauft, das können dann die Volley Achat. Wenn die, was haben wir da, 6 Parameter ausgefüllt sind, da überraschend den Tableau einmal tweeten, einkehr an den Meterkypen, einkehr an den Prozenter. Und hier innen haben wir eine Volley angefügt, das weil wahrscheinlich wird über die EU-Kommission die Säulen, die sie fixieren, wird ein Index wahrscheinlich sind Fuiten durch Raccordamente, respektive Fuiten durch ihren linear vom Reso, also wie lange der Reso ist, einfach für bessere Rechnung zu drohen, ein Gemeinde, die viel, also ist da, ob da urban sieht oder ist da rural, für den ganzen Rechnung zu drohen, ob da viel Kilometer Reso hat, ob es mehr kumuliert ist. Genau, dafür auch da braucht man noch 2 Parameter, da das ein Kerl, was doch am Wasserpreis braucht. Wie viel Raccordement hat er, respektive wie lang ist er Reso. Aber wenn in die 8 Parameter hat, dann, voilà, da rechnen den Scheie-Fuiten-Index aus und das ist am Anfang auch das, was wir alle brauchen. Das heißt, das ist kein groß, ich denke mal, den Parametern, das ist etwas, was drehen an der Gemeinde plus minus, vielleicht kann ich nicht noch ein bisschen optimisieren, weil verschiedene Wasser noch nicht gezählt wird, aber sonst vom Prinzip aus müsste das aber umsetzbar sein. Das Einzige, was die Person, entweder geht das manuell an, von 2023, wir haben es ja bald letztes Jahr publiziert gehabt, dafür steht die Volley dran, die braucht er noch nicht mehr, wir fangen bei 24 an. Entweder geht die 10 Werte hier an, oder ihr könnt mir eine Stadt so eine Form wie so ein Tagebuch oder ja, ein Dokument einfach gemacht, wo das Möglichkeit hat, hier fand ihr alle guten die Überschriften, die wir gerade am Tableau hatten. Da könnt ihr dann entweder, hier steht ein Datum, den hat sich gerade nicht ganz abgelesen. Da könnt ihr entweder pro Tag Werte angehen, pro Monat oder einmal am Jahr. Das ist normal in Excel. Dann hält einfach zusammen und dealt durch so viele Sachen, wie der angehen hat. Das heißt, da hat er dann auch, da könnt ihr eben auch ganz, wenn der Spule geht, das könnt ihr hier bei ONO Comptabilisé androhen oder wenn der Butze geht bei Service Reso. Wenn der ein großes Fleet hat, auch die könnt ihr androhen. Es geht hier darum, für ihre konstanten Fuitenindex vom Reso zu. Und das heißt, wenn ich lesen für eine Leitung Futti fährt, dann die Hutto im Dach eine riesige Fuit, die dir ungefähr könnt aufschätzen, auch die können da an den eau potable non comptabilisé androhen. Voilà. Das ist es eigentlich zum Fuitentableau. Ich weiß nicht, wann nicht, wir hatten viel froh während den Auditen oder auch während dem Plan d'Echantillonnage, wenn der Lo direkt ein froh hat, können wir die gerne lo klären oder Hanno oder von der am Bearbeitete sitzt, auch dann. Geht eben just, was das wichtig ist, dass da wisst. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, das steht hier,
das wird, ich weiß, dass das auch noch nicht umsetzbar ist, immer die Periode, wo dir die Lektüre macht, wo dir zum Beispiel einen Abkauf hat, die stimmt nicht immer mit Nähen, über Nähen. Das heißt, wenn du 1, 2, 3 Monate Dekalage sind, die geht auflesen im Dezember oder im Januar, und Fakturation mischt sich 2 Monate versagt, ja, dann sind die 2 Monate fallen quasi auch an Früchte mal dran. Das heißt, so gut wie es geht, immer die Periode, wo der Hai Wasser angeht, dass die Konsumation und das, was er distribuiert, dass er doch plus minus auf den aufgestimmt ist. Dass du nicht einfach ein Dekalage dran hast, wo Wasser fehlt, weil Datumen nicht übereinander stimmen. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Genau. Das wäre dann auch schon bald zu dem Thema. Da vielleicht ist noch als Aufschluss für den Lien zum Smart Metering zu machen. Natürlich Fritten, das hat er auch für Drullo an all den Präsentationen hören. Smart Metering hilft für Fritten zu sichern. Die können Sektorisationen von ihrem Reso machen, für besser zu lokalisieren und Fritten zu sichern, respektive zu finden, wo ein Frit kann sein. Und das, was wichtig ist, ist auch, dass da vielleicht etwas wie morgen am Audit immer so, wo bei Haltre Geburtstag auch bei den Fritten einfach so ein Dokument feiert, wo hat man als Fritten, wie haben wir sie gepflegt, so ein bisschen die Gestion patrimonial, einfach da dann Historik hat, über ihre Reso. Wie gesagt, den Aus, wo sie Leitungsstränge, die mehr auf Fritten, wo sie neue Leitungen, das ist ein wichtiger Aspekt. Wann haben wir eigentlich alles abgeschrieben, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Wie am besten ein Frit detektiert, was wichtig ist. Voilà. Genau. Wenn es dazu Fragen gehen, gerne lo, gerne mich spät. Merci. Da kommen wir auch zum letzten Punkt. Das sind die Bauern publik, wie Madame Lambert für Drogen gesagt hat, wie das der neue Punkt an unserem Trinkwassergesetz ist. Hat Madame Barboni ihr schon den kurzen Überblick, wie in Form von einem Guide, wo dich präsentiert, was sind die Forderungen, was stellen wir als vier, vielleicht auch Anregungen von ihr. Voilà. Ganz klar. Ja, guten Morgen. Zu den Bauern publik. Weil ich heute ein paar Rekommendationen mit auf den Weg gehen zu der Planung und auch zu der Überwachung von den Bauern. 2013 wurde eine europäische Bürgerinitiative, eine Petition, eine Bürgerinitiative heißt Right to Water. Die Petition wurde knapp 2000 Stimmen erreicht und wird gefordert, dass den Access zum Wasser ein Menschenrecht soll sein. Unter anderem hat sie das gefordert, auch noch, dass den Access für jeden Verein garantiert ist. Als Antwort darüber hat die Kommission an der Revision von der Direktive diesen Punkt mit abgeholt. Und noch an dem Trinkwassergesetz fanden wir den Punkt im Artikel 14 drin. Den Access zum Wasser ist prioritär. Ein Access zum Wasser ist prioritär für jeden Verein. Auch Personen mit limitiertem Access zum Wasser oder mit keinem Access zum Wasser sollen identifiziert gehen. Und darin fallen noch die vulnerablen und marginalisierten Personen. Wir sollen Mesuren ergriffen gehen, für ihnen den Access zum Wasser zu garantieren. In dem Kontext, aber auch im Kontext von der Promotion vom Grundwasser wollen intern und extern Bohrungen installiert gehen. Hier ist es so, dass es technisch realisabel ist und auch also der Besoin entsprechend proportioniert sollen die Bohnen dann installiert gehen. Das heute an den Espace public. Das heißt, da wo die Kompetenzen sind, ja, auf der einen Seite vom Staat und auf der anderen Seite von den Gemeinden, an den öffentlichen Bereichen soll die Installation sein. Das heißt, in Zukunft wird man das
Männer gesehen, dass die Haut leider Flaschenwasser zur Verfügung gestaltet mit du wirklich dann einen großen ja, Fokus gehört auf Promotion vom Wasser noch der Bereitstellung. Ist das bis spätestens den 1. Januar 2029 dann umzusetzen. Ja, für ihr ein bisschen Hilfestellung zu gehen für die Umsetzung von diesem Punkt, haben wir paar Rekommendationen zu der Planung und zu der Überwachung von diesen Bornen zusammengestellt. Das Rekommendationen basieren auf ein DVGW-Merkblatt, schon die Stadt Hannover auch eine Referenz darüber geben. Für dich müssen wir sich überlegen, was sind Besoin von den Bornen bei mir. Also wir hatten uns da evaluiert bei den externen Bornen, auf den öffentlichen Plätzen, wo viele Leute sich abhalten, wie zum Beispiel auf dem Marktplatz, auf den Spielplätzen, Sportterrain, Parken, wenn sie viel frequentiert sind oder vielleicht auf Fußgängerzonen. Bei den internen Bornen wären nicht an den Schulen, an den Maison Relais, dass du wirklich Punkte siehst, wo kann es können Wasser klappen. Und dann an den Sporthallen und noch an dem Gemeindehaus als ein Platz, wo eben auch effektiv Achse, also auf die Leute, die da draußen groß sind. Zu der Lokalisation selber muss natürlich eine Möglichkeit geben, für sich direkt und den Réseau zu konzentrieren. Es soll geguckt werden, dass auch Leute mit einer reduzierten Mobilität sich können Wasser holen. Und bei den externen Equipementen ja, muss ich dann am Vorfeld sich überlegen, wo ich eigentlich ja fast auch stabilisiert das. Die soll auch nicht an der praller Sonne stehen, die Born auch sollen evitieren, für sie unter den Beam abzurichten. Ja, zum Schwach von dem Equipment, wenn du ein bisschen siehst, es gibt eine helle Wolf von Modellen. Für uns ist wichtig, dass das System ist, den es erlaubt, auch ein Bidon zu füllen. Dass den System auch einfach das Wasser aus sich auflebt am besten. Ne? Was soll vermieden gehen, dass all Kontakt mit Hand am Mund, das heißt, von dem System aus, wo das Wasser rauskommt, da soll das wirklich am Boden sein und nicht, dass man sich mal sieht, darüber hält über den Auslauf von der Bohr. Alles, was zu erfassen geht von den Bornen, die sollen einfach zu putzen sein und noch zu desinfizieren, für und allem neben den Auslauf. Und ja, denke, für darauf zurückzukommen, alle Bornen sollen natürlich auch mit einem Schenkel equipiert sein. Zu den sanitären Exigenzen allgemein soll Wasser unter 25 Grad tun. Soll ich vermeiden, dass man lange Standzeiten haben. Wenn das der Fall ist, wenn du wenig Konsumation wird, da soll ich natürlich dafür sorgen, dass regelmäßig Purge gemacht wird. Und eine regelmäßig Maintenance und eine regelmäßig Anwesen darüber kann ich noch am Detail. Für die Inspektion roten wir für Minimum einmal die Woche bei die Bornen zu gehen, für eine visuelle Kontrolle zu machen, für eventuell Schiert festzustellen, für den Gut, den Aspekt vom Wasser zu kontrollieren und dann für den Boden selber zu putzen und zu desinfizieren, für allem eben den Auslauf vom Wasser. Dann kann man zum Beispiel von der Surveillance, das ist dann verbunden mit einer Analyse, das dann einmal im Monat zu machen,
das ist natürlich wichtig, dass Bohnen identifiziert sind, den Code national, dass die Bohnen dann an den Plan d'échantillonnage integriert wird, am Wolle vom Kontroll komplementär. Und hier sind natürlich Parameter, die essentiell sind, das sind die bakteriologischen, dass man dann wirklich die eine gewisse Hygiene unterhören können. Ja. Eben wohl am Punkt, ja. Wir lehren all Guten zu summen. Das heißt, in als Rekommendationen stand haut. Ja, Rekommendationen. Eine Obligation. Rekommendationen fortement recommandées. Ein Prelevement von der Bakterienanalyse wird gemacht mit zwei Objektiven. Die Termen kann da wahrscheinlich von der Probenhöhle gibt am Kader von Kontrollkonformität. Das den Objektiv C und den Objektiv B. Beim Objektiv C da ist es so, dass man das Wasser kontrolliert wird, so wie es aus der Bohne kommt. Und das ist auch die Rekommendation von dem Merkblatt vom DVGW. So parallel dazu wird ein zweiten Echantillon nur der Desinfektion vom Außen. Dann haben wir direkt wirklich eine Analyse von der Situation, falls ein Problem ist, kann ich gucken, ob es wirklich just den Auslauf von der Bohne, also ob es mehr generell punktuell so das Problem ist. Am Fall von einer Nonkonformität, wir sprechen heute von der Präsenz von Escherichia coli, von Enterokokken oder von Bacteria coliform, also dieselbe Prozedur wie auch sonst bei ihren Rhesuspunkten, da wird informiert, klassischen Auflauf. Es wird eine Analyse von den Analysekurs gemacht. Da wird natürlich nur Aufspruch ein Maintenance gemacht von der Bohne, putzen, desinfizieren, so wie man es wieder gesehen haben bei der Maintenance. Und je nachdem muss die Bohne bespart werden, bis die neue Analyse eben vorliegt. Schon als letzter Punkt habe ich abgelöscht eine Dokumentation an einem Logbuch. Da werden wir ein Fisch proposieren, wo da einfach dann im Terrain könnt paar Sachen aufhaken. Ich war auch da, schon in der Zeit geguckt, schon eine Inspektion gemacht, schon geputzt und schon desinfiziert und visuell war alles dabei. Voilà, für das schnell ein Kehr aufzuhaken. Nur zum Schluss ein paar Beispiele von Bohnen, die ich so ein bisschen bei meiner Recherche fand. Der nächste Modell aus Englisch Selfmade, ein Design von der Stadt Hamburg. Wir haben den Usegeangötten die Aspekte berücksichtigt, wo ich wieder gesagt habe, dass sie soll am besten darauf aufpassen. Es wird kein nicht wirklich Lavabo, wo sich Dreck aussammelt, Wasser läuft auf. Wir haben Möglichkeit für sein Bidon zu füllen, egal wie groß oder wie klein den ist. Und das Wasser, was daneben lebt, das wird innen abgefangen, da sind innen eine Schule, da können Tonnen eben bringen. Und jetzt, das einfach ein Kehr zu weisen, es muss kein sophistikiertes System sein, einfach ein Seil mit einem Grund, wo ihn direkt aus gut, wie gesagt, wir promovieren uns in ein so einfach wie mögliches System, ohne viel Maintenance, die dann möglich nötig wird. Bei paar Bohnen, die schon so Fond tun für intern. An der Gebäude, der nächsten Modell, wird dann ganz am Boxhaus befehlt, das ganz leicht den Entretien zu machen. Das kann aber ganz einfach Grund sein, den einfach geht, wo ihn dann einfach Achse geht am Gebäude. Und das wird dann für die über die Möglichkeit nur denken, für das Ganze dann noch gekühlt oder sprudelig zur Verfügung zu stellen.
Mam Gedanken hannen run, dass du natürlich die nedisch Maintenance dann noch erfordert lassen, weil das nicht das hat gefordert am Text auf den Absee zum Wasser gefordert voilà. Den Absee zum Wasser so wie das heißt, dem Grundwind was schon am Vierfeld kontrolliert aus an Qualität dementsprechend garantiert. Das wäre von meiner Seite. Ich bin bereit für eure Tour. Ich sage Umsetzung bis Jean hat 29. Du wird dann noch mal Bâtiment public nach die ein oder andere Gespräche, die weil auch an den öffentlichen Gebäuden vom Staat müssen die Mesuren nur umgesetzt werden. Ja. Den hast du, ja. Muss dann. Ja, nun muss du sich, die Punkte müssen identifiziert sein. Natürlich muss ich wissen, wo ich kann, das Spaß auch wurde gut. Ja, ja, ein Bon, die so deklariert, dass beim System, wo accessibel ist, also mit einem so an de Gebäier gesinnchte Problem net so wie dobausen. Dobausen huet keng net do, net wat das geschieht. Do d'Infektion ja natürlich méi wichtig. Wann eng regelmäßig Inspektion do ass an d'Analyse laie noch 4 enger gewisser Zeit se vielleicht Inspektion auch mal kurz also man auf das nicht analysiert die spielt nicht das nicht mehr im Emung traurig mit das wir gestattet ja das ja ja Steff magst du zufügen Ziel also die Bohnen die Platzen oder die Krin die du zur Verfügung gestaltet gekriegt auch alle Code national am Ziel also für Term die Punkte noch alle auf der Geoportal zu kreieren sodass Bürger sich auch können im Geoportal renseignieren wo die Bohnen sind da sehen sich dann auch wenn zum Beispiel man will da besteht oder sonst Flucht möchte dann eben auch sich kann renseignieren wo ich sein Bietung dann kann opfüllen und dann aus dem noch garantiert dass das offiziell Platz sie wo ich kann opfüllen nicht wie sie noch die Platz sie kontrolliert an du gedenk Maintenance drauf gemacht ja ja am komplementären Volley den Volley wo freiwilliger Basis so sech geduld dass die sensibel Punkten an ihrem Reso die Falle all Gotten do dran wo man auch Schulen am wo sech immer mal dran holen ja 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 wie gesagt das also ich denke wirklich um den externen Bereich ne? Ja. Ja. Die Bahnen gebaut zu stehen. Müssen die ja, natürlich auch so beim Schwachen System, wenn sie will, die Wanderbetrieb holen, die Systeme, die kann man Wander auch ablosen. Ja, wenn nicht möglich ist, dann muss sie dann so machen, muss dann noch verkennzeichnet sein. Muss eventuell andere Gemeindeebenen Möglichkeit oder Dose für das in am Dach und wenn es kann Wasser kommen. Sommer noch steht Bild aus von der Platz effektiv Platz oder Spielplatz oder so wo effektiv die Bierger als Konvenance drin eben Zugang zum Trinkwasser herstellt nach auch die Mengen für Raum stirbt die groß sind auch die schon genannten
vulnerable marginalisiert Leute sind, du denkst zum Beispiel sans abrieren. Das ist natürlich eine andere Situation, wenn nur effektiv im Gemeinden so ein Staat ist, wo effektiv so Populationen hat. Und das ist wichtig, dass du zumindest so pur Plätzen auf am Wand der Zugang ist zum Wasser. Weil natürlich nur eine kleine ländliche Gemeinde wird einfach Konvenance als beim Spielplatz nicht unbedingt zu Hause. Das war ja froh, wie wir all die Denkklasse wurden, nicht die Leute von der Kranken, die Sportler gerufen. Also da können wir nicht so jetzt auch nie mehr runter, dass du das Aber wie gesagt, du musst dann am Dach dann zum Beispiel an der Gemeinde Achse sehen, wo sie können Wasser holen. An einem öffentlichen Gebäude. So denke de façon proportionnée aux besoins. Also das, wir sind dann zu Paris. Okay. Ich denke, merci. Wir wären dann fertig für heute. Es gibt etwas zu essen. Fleisch. Es kommt gerade ran. Dann, voilà. Wir haben noch Zeit, bis so mal 1,5, 2 spätestens muss man dabei sein, für das alles zu präparieren, für die Trapsierremise. Aber so lange könnt ihr diskutieren, was steht rein den Hai aus. Ich kann ein Live-Meeting machen. Was das dann enregistriert? Das fällt in meiner nächsten Stunde. Ich weiß nicht. Weil in der Kamera Ich meine, das muss nicht so, ne? Yes.